Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion mit dem Corby und mit dem Mike. Habideri, servus. Ja, Mike, hi. Und du bist bestimmt auch aufgeregt, weil es ist unsere letzte Folge im Jahr 2021. Auf jeden Fall. Und auch noch ganz was Besonderes. Ja, ich glaube, das ist eines unserer Lieblingsformate. Das ist tatsächlich von dir und von mir, oder? Ja, ich brenne jetzt mal drauf. Ich freue mich jetzt mal. Und es ist immer wieder spannend. Dann verrat doch unseren Hörern, um was es halt genau geht. Wir reden heute über unsere Top 10 Lieblingsfilme des Jahres 2021 anhand von unserem Letterboxd-Profil. Genau, wir haben allerweise sauber, wenn wir jeden Film uns notiert haben bei der Letterboxd, wissen wir jetzt, was uns ziemlich gut gefallen hat und was ziemlicher Schrott war, und über die Perlen wollen wir jetzt einmal ein bisschen reden. Und wir haben beide in der Vorbereitung schon gesagt, das war dieses Jahr gar nicht so einfach. Ja. Also ich bin jetzt bei 12, der Titel waren jetzt bei mir hübsch fest und ich habe jetzt den ganzen Nachmittag noch braucht, mich durchzuringen, 2 Titel zum Streicher, was mir sehr leid tut, aber wie gesagt, nur die Besten können bleiben. Ja, also mir ist ähnlich gegangen, ich bin aber nicht bei 12 stehen geblieben, ich habe 16 Titel dann am Ende gehabt. Okay. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen angefangen zum Sortieren und dann habe ich mir auch gedacht, oh scheiße, ich kann doch den nicht rauswerfen. Ich habe mir den extra für die Folge angeschaut. Also tatsächlich, ich habe schon im Oktober so ein bisschen mal gespickt bei den anderen Letterboxd-Bestlisten für das Jahr, dass man nicht irgendwas durch die Lappen geht. Weil sagen wir mal, letztes Jahr, ich habe die Liste vom letzten Jahr dann nochmal angeschaut. Ja, mein Gott, da war die Auswahl ja echt nicht groß bei mir. Mhm. Und jetzt habe ich mir ein paar Filme nochmal angeschaut, auf die war ich wahrscheinlich ja so gar nicht gekommen. Also eine Handvoll hat's eingeschafft in meine Liste. Da reden wir dann auch gleich drüber. Aber ein paar Kandidaten habe ich auch rauswerfen müssen. Die kann ich ja bei mir zumindest nur namentlich benennen. 2 Kinderfilme. Also einmal Luca von Disney Plus, also von der glaub Pixar sogar. Ja. Was nicht, hast du den auch gesehen? Das ist der mit den Unterwassermenschen, oder? Ja, genau. War das der? Ja. Sehr gut, sehr gut. Einen habe ich auch top gefunden. Ja. Dann, ich habe, glaube ich, in irgendwelche, wo Lex da schon mal drüber geredet, Mitchell, also die Mitchell-Familie gegen die Roboter. Gegen die Roboter, ja. Der war top. Sehr stark. Dann Green Knight hat's leider auch nicht reingeschafft. Okay. Trotz die tollen Bilder und einem Fuchs, der reden kann, was bei mir eigentlich schon ausschlaggebend sein sollte, dass er auf Platz 1 landet, hat's leider nicht geschafft. Dann habe ich mal Inside angeschaut vom Bo Burnham, über den rede ich später aber dann trotzdem nochmal, aber der hat leider auch nicht reingeschafft. War ein saucooler Film, also für alle, die mal einen Stand-Up-Comedian eingesperrt in einen Raum sehen wollen, weil er in Quarantäne ist, und dann macht er was ziemlich Cooles draus. Also es ist eigentlich mehr ein Musical, aber es ist also echt verdammt gut gemacht. Und dann noch Da habe ich echt die ganze Zeit überlegt, tu ihn jetzt eine, tu ihn nicht eine. Malignant. Ah ja, okay. Der ist jetzt nicht reingekommen. Er ist jetzt nicht reingekommen. Nein, genau. Dafür hab ich drin. Achtung, Spoiler. Ja. Oh Gott, da bin ich schon gespannt. Entweder Platz 1 oder Platz 2. Also bei mir ist jetzt nur der neue Candyman rausgeflogen. Quasi die Neuproduktion vom Jordan Peele. Hat mir super gut gefallen. Die Neuausrichtung vom Candyman war super. Die ganze Mythologie dahinter. Die Papierschnitt-Szenen, also die Schattenspiele, die in dem Film verwendet worden haben, die fand ich super geil eingesetzt. Ja, war ein sicher super Film, aber hat's dann nicht ganz geschafft. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war The Mortuary Collection. Eigentlich ein perfekter Halloween-Film, also eine Kurzgeschichtensammlung oder Kurzfilmsammlung mit einer Rahmenhandlung. Den fand ich auch super gut, und vor allem, das war wieder einer von den Filmen, wo wirklich alles handgemacht war, nur mit CGI unterstützt. Und sowas finde ich immer geil, wenn die Leute sich da so viel Herzblut reinstecken in ein Projekt, und da, wer den Film gesehen hat oder den Film auch daheim hat, schaut's auch mal in das Making-of rein. Also das macht nochmal so richtig Bock, den Film nochmal zum Schauen, weil die Leute so mit Feuereifer dabei sind und wirklich alles geben für das Projekt. Ja,
ja, ist auf alle Fälle sehr zum Empfehlen. So, und unsere Hörer werden sich jetzt denken, gut, jetzt habt ihr genug über die Filme geredet, die nicht reinkommen. Ja. Wie schaut's aus? Mike, was ist bei dir auf Platz 10? Auf Platz 10 ist bei mir Halloween Kills. Ja, kein Scheiß. Also, wie gesagt, ein sehr kontrovers aufgefasster Film, in Horrorfilmkreisen oder in Slasher-Kreisen oder bei Halloween-Fans, aber ich fand den super. Also, das war nicht wieder mal ein Michael Myers, wie man kennt, sondern es war mal ein ganz anderer Michael Myers. Das war schon fast Jason-Style, der hat ein Auftreten gehabt wie in keinem anderen Teil zuvor, wo es viel bemängelt haben, dass er nicht mehr spannend ist oder dass das Suspense abgeht. Ja, ist mir schon klar, verstehe. Ist alles legitim, aber jeder weiß, wer umgeht, wer der schwarze Mann ist, was los ist. Das ist wie in die späteren Freitag der 13. Filme. Man braucht nicht mehr geheim halten, wer der Killer am Camp Crystal Lake ist. Es ist bekannt, im Halloween ist der Michael Myers und jetzt lässt man einfach mal von der Leine und lässt man um einen ganzen Abend so richtig losslashen. Und für so einen richtig coolen, blutigen Abend, Slasher-Filmabend, ist Halloween Kills einwandfrei. Hat mir super gefallen. Platz 10. Jetzt habt ihr ja beide, also sowohl du als auch der Kani, sehr ausgiebig darüber geschwärmt in der Podcast-Folge drüber. Ja. Hat mir auf jeden Fall auch Bock gemacht, den mir auch zum Schauen, aber ich hab mir gedacht, bevor ich mal den anschaue, muss ich mal die anderen. Wie viele Teile gibt's noch? 6, 7? Ja, aber wie gesagt, das ist aber die andere Storyline. Du müsstest jetzt quasi für das, dass du Halloween Kills verstehst, in Anführungszeichen, müsstest nur Carpenters Original gesehen haben und den 2018er Halloween. Okay, ja gut. Also das ist quasi den vom Herrn Carpenter habe ich schon. Passt. Da brauchst du bloß noch den von 2018 vom Gordon Green und dann bist du eigentlich für Halloween Kills gewappnet. Und der Film kommt ja bei uns jetzt angeblich, so wie es ausschaut, ungeschnitten raus auf Blu-ray mit einem Extended Cut. Das heißt, das Ende ist alternativ oder länger und einige Kill-Szenen haben länger. Also das, du siehst da quasi im Heimkino schon in der ganzen Pracht. Ja, bin ich schon gespannt. Also möchte ich auf jeden Fall mir auch noch reinziehen. War jetzt aber für die Folge, dadurch, dass ich ja immer ein bisschen Ausreißer bin, was die Genres betrifft, also ja. das Horror-Genre, nicht ganz so wichtig. Du, es sind ja Leute nach der Podcast-Aufnahme von Halloween Kills zu mir gekommen oder haben mir gemeldet und gesagt, hey, wie kannst denn du den Film gut finden und so. Und ich kann es voll verstehen, wenn einer sagt, ihm gefällt er nicht. Also er hat seine Probleme, da machen wir gar keinen Hehl draus. Aber für das, was er sein möchte, ein richtig grintiger Slasher, das ist er, das kann er und er unterhält einfach auf der Ebene. Und mehr möchte er nicht. Und so hat er bei mir auf alle Fälle gezunden. Okay. Ja, wie schon gesagt, ich bin schon gespannt. Gut, und dann vielleicht kann man uns dann bei die Bolex noch mal unterhalten. Wenn du dann auch noch mal gesehen hast, würde mich dann interessieren. Ich gebe mir Mühe. Deine Nummer 10? Meine Nummer 10 ist der Film Nobody mit dem Bob Odenkirk. Oh, ja. Also wer Bob Odenkirk nicht kennt, den kennt man als Saul aus Breaking Bad oder eben dann auch aus Better Call Saul. Genau. Mit dabei sein oder Christopher Lloyd als Nebencharakter, aber der da auch ordentlich coole Momente dann hat. Ja. Für alle, die nicht wissen, um was da geht, es geht um einen Familienvater, also den Hutch Mansell, der Bob Odenkirk verkörpert. Und der führt eigentlich ein total einfaches Leben und er zieht eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit auf sich. Man kann eigentlich meinen, okay, das ist irgendwie so ein Loser, der nur so seine Routine dahin lebt, irgendwann wahrscheinlich bis er entweder sich von seiner Frau scheiden lässt oder dann stirbt. Weil tatsächlich innerhalb von der Routine schaut es oft so aus, als wenn es auf eins von diesen beiden Sachen hinausläuft. Tja, und eines Tages wird dann bei ihm daheim auch nur einbrochen und er hält dann seinen Sohn davor ab, dass er einen von den Einbrechern angreift und dann wird er eigentlich komplett als Loser abgestempelt. Doch dann merkt er, hey, die haben die Uhr von meiner Tochter gestohlen und die holt er sie dann zurück und da merkt man auf einmal, dass hinter der Fassade was ganz was Brutales steckt. Tja, und dann vermöbelt er nur irgendwie gefühlt 12 Leute in einem Bus. Das ist die beste Szene vom Film.
einfach so. Nein, nicht einfach so, sondern damit er eine Frau beschützt. Und Genau. leider hat er da die falschen Leute vermöbelt, weil die gehören zu so einer russischen Mafia und die will sie dann an ihm rächen und die merken dann ganz schnell, dass er, ich weiß nicht mehr ganz genau, FBI-Hintergründe hat oder so. Er ist auf jeden Fall Mords der brutale Typ und dann geht der Film eigentlich erst richtig los. Und mehr möchte ich ja gar nicht verraten. Dass der Film auf einmal so eine Wendung nimmt, war für mich dann eigentlich gar nicht mehr so richtig verwunderlich, als ich dann gemerkt habe, wer der Regisseur ist. Der Ilya Naishuller, also ich glaube, dass man so ausspricht, der ist unter anderem bekannt für Hardcore Henry, also den etwas seichteren russischen POV-Film. Nennt man das POV? Ja. Die beste Videospielverfilmung, die auf keinem Videospiel basiert. Ja, genau, richtig. Ich fand den mega geil. Den haben wir ja damals im Fantasy Filmfest gesehen mit dem Conny. Und ja, ein Rausch, voll geil. Und auch wie gesagt, der Nobody, sehr gut. Ganz ein starker Film. Ja, ich hab den gesehen und hab mir gedacht, oh ja, der hat Potenzial, so ein bisschen Art John Wick zu werden und hat mir richtig gut gefallen. Ich hab mir auch gedacht, jetzt mit der Szene, wo du ansprichst mit dem Bus, wo man denkt, jetzt geht's ab. Aber er ist halt einfach nicht so wie der John Wick. Er ist halt auch, in die Jahre gekommen und dann kriegt er halt auch dermaßen aufs Maul, aber er ist jetzt ein richtiges Stehaufmandel. Und wie das Ganze inszeniert ist, also ich fand das super. Ich hab so viel gelacht bei der ersten großen Prügelei in dem Bus. Irre. Also richtiger Fun. Ja, also war auf jeden Fall top. Das ist mein Platz 10 Nobody. Sehr schön. Dann geht's jetzt wir haben jetzt noch einen kleinen Querverweis. Und zwar sagt man in Halloween Kills, müsst ihr mir aufpassen, da gibt's eine Szene, da haben sie eben in der Bar und machen quasi so einen Poultry Slam, nennen sie das. Und dann sieht man auf einer großen Leinwand Bilder von den vergangenen Halloween-Morden in den 70ern. Und da sieht man quasi Bild von Bob Odenkirk als Jugendlichen, den sie quasi hergenommen haben, weil sie für den Originalschauspieler keine Rechte gekriegt haben. Also man sieht da einen Bob Odenkirk in einer kurzen Szene in den Nachrichten als junges Opfer von Michael Myers aus den 70er. Okay, cool. Gerade so unnützes Wissen nebenbei. Ja, so fügt sich das zusammen. Dann schauen wir, ob die Platz 9 nennen bei uns, aber bei uns zusammenpassen. Also Platz 9 ist bei mir der neue, beziehungsweise letzte Craig Bond. Keine Zeit zu sterben, No Time to Die. Den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen, weil ich ihn im Kino leider verpasst habe. Hab ewig drauf gewartet und durch das, dass ich so lange drauf gewartet habe, war ich schon nimmer heiß drauf. Also das war halt irgendwie so ein Film, der ist so verschoben worden, aus bekannten Gründen und er ist dann irgendwie so an mir vorbeigezogen. Auch im Kino nicht wirklich Zeit gehabt, nicht wirklich nachher da, aber jetzt ist er eben auf Blu-ray rausgekommen und ich war begeistert. Also das war wieder so eine Gratwanderung zwischen einem klassischen 70er-Jahre-Bond und so dem rauer Craig-Style, wie quasi jetzt die letzten Filme mit ihm waren. Also ich fand das super. Mhm. Ja. Er ist nicht zu übertrieben, er ist wieder ziemlich geerdet, hat zwar ein paar so nette Spielereien wieder drin, auch ein paar so Anspielungen an die 70er-Jahre-Bonds, teilweise an die 60er-Jahre-Bonds. Ich fand ihn total konsequent, also wir werden jetzt da nicht spoilern, aber es ist eine konsequente Geschichte, wie das Ganze zu Ende geführt wird. Der Bösewicht, der Rami Malek als Safin, fand ich super cool, also das war wieder so ein richtiger total Psychopath Richtung Dr. No, also so ein richtiger, also ein ruhiger Typ, dem eigentlich im Endeffekt alles zutraust. Es hat ein paar schöne Wendungen gegeben und ein paar Enthüllungen. Fand ich super. Also ich war teilweise erinnert an die alten Bonds und das finde ich immer cool. Das Einzige, was mir jetzt da bei dem Film eben negativ aufgestoßen ist, das ist der Soundtrack vom Hans Zimmer. Also das war immer dasselbe Gebrumme und mir ist der Original-Bond-Soundtrack einfach zu kurz gekommen. Da ist sie zu stark auf den Hans Zimmer verlassen worden, der meiner Meinung nach komplett überschätzt ist. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen? Also, ja, ich habe ihn im Kino gesehen und war Top-Kino-Erlebnis. Wahrscheinlich, wenn wir ein ähnliches Jahr gehabt hätten wie letztes Jahr, dann war er auf jeden Fall in meine Top 10. Der ist es aber nicht, weil ich tatsächlich mir mehr vom Bösewicht erhofft hätte. Ja. Aber jetzt wegen deiner Kritik am Hans Zimmer, du ganz im Ernst, da waren so viele Szenen dabei, da interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht genau, was da für Musik im Hintergrund läuft. Nein, mir geht's gerade drum, wie gesagt, die James Bond Vorspänne,
Der Vorspann von so einem klassischen Bond, den kennt man ja, ist ja klar. Da war es da schon mal sehr auffällig, dass das wirklich jetzt kein Hit war. Also die letzten Male da mit Skyfall, das war Adele, glaube ich. Skyfall für mich nach wie vor der beste Craig Bond mit einem saugeilen Titelthema. Das Titelthema bei No Time to Die war sehr unspektakulär und man liest da dann so mit, wer da alle mitspielt und wer alle Griffin mit drin gehabt hat. Und dann steht da Soundtrack Hans Zimmer. Dann, wie ich alle hellhörig, wenn ich so bekannte Recken lese, und dann passe ich ein wenig auf und dann habe ich mir gedacht, also das ist wieder so eine typische Brummerei, wie es schon bei, weiß ich nicht, die Dark Knight Filme war. Also kein richtiges Thema, mit dem, wo man so richtig so einen packt und mitnimmt, sondern einfach nur so ein Gebrummer im Hintergrund. Und das fand ich total schade. Okay, also nichtsdestotrotz, ich kann es verstehen, es ist echt ein guter Film. Ich glaube, wenn ich den jetzt erst so kurz vorher gesehen hätte, vor der Letterboxd-Folge, dann wäre er bei mir vielleicht sogar auch in der Top 10. Da fällt mir gerade noch ein, ich sollte vielleicht noch einen Film erwähnen, der auch nicht bei mir in die Top 10 drin ist, den ich erst vor kurzem gesehen habe, und zwar der neue Spider-Man. Der ist ja in einige besten Listen, also der muss versteht für den Fall, also der Kani wird gerade wahrscheinlich versuchen, irgendwas zu erwürgen, hoffentlich nicht mich. Aber verstehst du, wie der falsch, der ist echt gut. Also schaut euch den unbedingt im Kino, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der ist brutal super und da ist Fanservice für euch mit dabei. Also es ist echt top. Aber es ist, ich muss sagen, dadurch, dass die ganzen Marvel-Filme mittlerweile immer so stark schon an Qualität gewonnen haben, aber halt teilweise auch nur noch stimmt nicht. Die werden ganz viel getragen durch Querverweise zu den anderen Filmen oder zu den Serien, was ja wichtig ist. Aber dadurch ist halt dann das auch irgendwann nichts mehr Besonderes. Also deswegen, umso leid's mir tut, also der neue Spider-Man ist echt top, aber dadurch, dass das halt einfach die gewohnte Marvel-Qualität ist, reizt dafür nicht in die Top 10. Das ist also eigentlich fast schon traurig, oder? Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch keinen Marvel-Film in meiner Top 10, eher nur in meiner Flop 10, weil mir der Black Widow und der Shang-Chi zum Beispiel überhaupt nicht gefallen haben. Ich war jetzt für die Marvel-Projekte in letzter Zeit recht enttäuscht, eben an Loki, das war so meh, und das letzte wirklich Gute, was ich gesehen habe, war jetzt Hawkeye, und ich hoffe eben auf den Spider-Man, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber die letzten Marvel-Sachen, die haben mich jetzt hübsch enttäuscht. Leider. Okay, also alle, die du genannt hast, habe ich eigentlich echt gut gefunden. Okay. Gerade Loki, aber auch Black Widow, aber muss ich auch sagen, es ist Scarlett Johansson, also sorry, die hat bei mir immer ein Stein im Brett, egal wo die mitspielt und was die macht. Also. Aber apropos, wir schweifen mal ab, oder? Ja, apropos Stein im Brett, ich möchte noch hervorheben, die Ana de Armas in dem neuen Bond, die so Bond-Girl kann man nicht sagen, aber sie ist halt einmal kurz dabei und rettet ihm einen Arsch, beziehungsweise schluckt sie mal auf seine Seiten. Und wie sie das spielt, also total souverän, ich fand die so gut und hab mir gedacht, hoffentlich kommt die mehr davor. Das ist ganz stark. Also die Amas und der Craig haben mittlerweile schon bei Ding zusammengespielt gehabt, bei, wie heißt der, Knives Out. Da waren es auch schon ein total cooles Duo, aber da jetzt beim neuen Bond ein explosives Duo, und das fand ich super. Ihren Auftritt, Weltklasse. War das die mit dem tiefen Ausschnitt? Ja, mit dem Mega-Ausschnitt, dem hochgeschlitzten Kleid, die wo so richtig austeilt. Da habe ich mir auch mehr erhofft, tatsächlich. Ja, was ist denn mit dir los? Warte, völlig falsch ausgedrückt. Mehr gewünscht, mehr Szenen gewünscht. So, okay. Brav. So, aber jetzt, bevor ich mich noch weiter verplappe, bei mir Platz 9. Ja. Wir haben ja erst vor kurzem drüber geredet, A Quiet Place Part 2. Oh, schön. Von John Krasinski und mit der Emily Blunt und Cillian Murphy. Wer mehr über den Film wissen will, der soll sich einfach unsere Podcast-Folge hören. Also tatsächlich, ich gehe jetzt nicht mehr auf den Plot ein, aber kurz, warum er bei mir in die Top 10 drin ist. Dieses Last of Us Feeling plus eben genau den richtigen Ton getroffen als Fortsetzung zu A Quiet Place. Einfach top. Also für das, dass ich es mal auch als Leihvideo ausgeliehen habe und praktisch bei mir im Heimkino gesehen habe, ich war so gepackt und so gefesselt und bin absolut mit dem verwöhnt worden, was ich erhofft und erwartet habe. Ein wohlverdienter Platz 9. Auf jeden Fall.
Also kann ich ganz gut nachvollziehen. Ist eine ganz starke Fortsetzung und ich habe es ja im Podcast schon 1000-mal gesagt und jetzt sage ich es einfach nochmal. Das ist so eine richtige Fortsetzung wie Aliens zu Alien. Bam. Ja. Ich fand den super. Dann machen wir gleich weiter. Bei dir, Platz 8. Platz 8 ist bei mir Last Night in Soho. Vom Edgar Wright, den die meisten wahrscheinlich wegen Shaun of the Dead kennen. Und der Film war super. Also das ist wirklich eine Liebeserklärung an das Kino der 60er, an den Lifestyle der 60er, an die Musik der 60er. Super cool. Hat ein paar so Hommagen drin an die Giallos der 60er und teilweise auch 70er von Mario Bava oder ein bisschen Argento vom Licht- und Farbenspiel her. Der Film lässt einen total lang im Dunkeln, wo er jetzt eigentlich vor einem möchte. Fand ich total cool. Ich habe mit meiner Frau geschaut und die hat dann auch gesagt, ja, um was geht's jetzt? Das ist ein Geisterfilm. Sag ich, nein, es mutet aber manchmal so komisch, oder? Die Einführung ist dann so, dass du sagst, ja, okay, die junge Dame bezieht eine Wohnung, fernab von ihren Studentenkolleginnen und ja, da kann man schon meinen, okay, in dem Zimmer, da wird's dann vielleicht spuken oder sonst irgendwas. Ich werde jetzt nicht so weit ausholen, weil die Auflösung von dem Ganzen ziemlich cool ist, lässt ziemlich lang auf sich warten und währenddessen oder während man auf die Auflösung wartet, gibt's ein brutales Farbenspiel, ja, das ist ein richtiger Rausch. Der ganze Film ist ein Rausch. So wie er gefilmt ist, wie teilweise die Überblendungen gemacht worden sind und so, also irre. Also, auch wenn es mal wirklich handlungstechnisch recht seicht ist, gibt's trotzdem immer noch was fürs Auge, wo man sagt, ja, das hält einen bei der Stange. Also, ganz ein toller Film. Die angesprochene Musik ist so ein Negativ-Sach, fängt total cool an und du hörst die ganze Zeit in dem Film Lieder in Originalversionen, die man da draußen schon 1000-mal bei Antenne Bayern oder was der Geier schon als Coverversionen gehört hat, wo man eigentlich schon gemeint hat, das ist das Original aus den 90er oder sonst irgendwas. Da war ja aber die Originallieder aus den 60er und fand am Anfang total cool. Nur irgendwann tritt der Cruella-Effekt ein. Irgendwann hat man so viel Musik und das am laufenden Band und in einer Tour, dass ich sage, es ist mir zu viel gewesen. Aber sonst ein ganz starker Film. Ich bin wirklich neidisch. Ich wollte Last Night in Soho auch sehen. Und der Conny und ich waren sehr zuversichtlich, dass wir das sehen können im Rahmen des Schiffers, weil da war es ja auch unter anderem einer der Premiere-Filme. Aber leider nicht für das Viva la Movilusions-Team. Daher, ich hoffe einfach, ich sehe den nächstes Jahr in 2022 und dann landet der bestimmt bei mir entweder in die Top 10 oder er kratzt schon mal so drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Also der Film, meine Kinder sogar schon im Februar raus. Ich habe mir das Steelbook schon vorbestellt. Also es ganz so lang musst du nicht mehr warten. Ja, Gott sei Dank. Also, aber wer sich jetzt da irgendwie so eine große, also einen Slasher erwartet, weil ich eben gesagt habe, Giallo und so, blutig ist er nicht, oder nicht stark, er hat so ein paar seine Momente, aber er verlässt sich doch mehr auf die Atmosphäre und so. Und ich muss wirklich sagen, der Edgar Wright hat mit Last Night Soho seinen besten Film seit Hot Fuzz abgeliefert. Also ich bin wirklich kein großer Fan von Shaun of the Dead, den finde ich leider recht overhyped. Aber den Hot Fuzz, den fand ich mega cool und Last Night in Soho ist so ein kleines Meisterstückel, finde ich. Also ich fand, das ist bis jetzt sei Meisterklasse. Auch den Baby Driver, ich weiß nicht, den haben so viel gut gefunden. Er war von der Musik her okay und so, aber der hier, also der Last Night in Soho, stark. Ganz, ganz stark. Okay, weil ich würde gerade sagen, Baby Driver habe ich auch gut gefunden. Aber tatsächlich auch mehr wegen der Musik und wegen der Atmosphäre. Ich finde, das kann er halt einfach immer gut. Ja, ich bin gespannt und lass mich überraschen. Unbedingt. Und es ist für mich auch wieder eine gute Überleitung zu meinem Film. Und zwar, ich habe nämlich einen Film aus der Schiffers Festival-Reihe. Ich glaube was. Ja, was denn? Beyond Infinite 2 Minutes oder sowas, oder? Nein. Nein, verdammt. Nein. Es ist eine Dokumentation. Juhu. Nein. Jeder liebt Dokus, so wie ich. Und zwar habe ich da ziemlich coole Doku gesehen. Und zwar Once Upon a Time in Uganda. Es geht nach Wakaliwood. Die Regisseure Catherine Xubek und Hugo Perez haben sich die Arbeit gemacht und haben
in Uganda den Filmregisseur Isaac Nabwana und Alan Hoffmanis oder Hoffmeis, oh Gott, echt furchtbare Namen. Also der Alan und der Isaac, das sind zwar Buddies und der Isaac war eigentlich ursprünglich Ziegler in Uganda und ist dadurch, dass er einfach hobbytechnisch gern Filme dreht, ein Internetphänomen geworden. Und hat dann mehr oder weniger auf eigene Kosten eine eigene kleine Filmindustrie gegründet in Uganda. Und das ist Wakaliwood. Wir haben ja auch schon Anfang des Jahres im Rahmen des ersten Schiffers von 2021 einen Film aus Wakaliwood sichten dürfen. Da hat man sich dann gedacht, Alter, was ist denn da los? Also wer unsere Folgen darüber noch nicht gehört hat oder wer überhaupt keine Ahnung hat, warum das jetzt was Besonderes ist, also die leben fucking Actionfilme. Das heißt, die machen da sau viel mit Greenscreen, daher Blut spritzt überall. Man hört immer diesen Sound und die versuchen aus allem Möglichen, was sie da unten haben. Also man muss dazu sagen, es geht da um mehr oder weniger Ghetto in Uganda. Also die haben eigentlich nix. Die machen aus nix tatsächliche Filme und die sind auch richtig gut. Und diese Doku zeigt praktisch, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Warum ist der Isaac eigentlich so ein Filmregisseur, der dann am Internet bekannt wird? Was hat der Alan damit zu tun? Und es war sau interessant. Ich finde, ich habe mir da 1,5 Stunden lang top unterhalten gefühlt und ich habe die ganze Zeit gehofft, ich möchte noch mehr sehen. Ich möchte noch mehr auch von den Filmen sehen. Ich wünsche mir so sehr, dass der Isaac irgendwann diese Anerkennung kriegt, die er will und am Ende von dem Film, gibt's auch noch mal so ein bisschen ein Happy End und macht Hoffnung auf noch mehr und das ist echt top. Also Once Upon a Time in Uganda für alle, die mal wissen wollen, was da eigentlich so abgeht und was man aus einem eigentlich nicht existierenden Budget alles machen kann. Okay. Dann schaut euch das an, es ist grandios, es ist super, ich war total geflasht. Kennt man da jetzt irgendeinen Film zufälligerweise gerade? Gibt's da also den Uganda-Klassiker, wo man sagt, das Crazy World. Also Crazy World. Ja, genau, Crazy World. Im Rahmen vom Schiffers und in Kooperation mit Rocket Beans und Kino Plus haben es den Anfang des Jahres nur mal ein bisschen an Rocket Beans angelehnt, weil ich glaube, der Etienne ist da einmal mit dabei und der Schröckert, also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber die haben den da mit ein paar Szenen ergänzt und da geht's so um Kindesentführung und es ist halt immer so ein bisschen, sie machen einen Actionfilm, die sie meistens nicht ernst nehmen, halt praktisch alles, was unterhält. Alles, was pure Unterhaltung ist. Und wenn du dir was anschauen willst, schau einfach mal auf YouTube, gib Wakaliwood ein und da gibt's einen Haufen Videos von dem Isaac und da siehst du dann auch schon, in welche Richtung das geht. Also das ist echt cool. Ja, sehr schön. Jetzt ist gut, da bin ich gespannt. Ja. Sagt mir jetzt überhaupt nichts, ich bin jetzt überfahren. Bin ich gespannt. Also, wenn ihr die Chance habt, dass ihr euch Once Upon a Time in Uganda anschauen könnt, dann macht's das, schaut euch das an. Es ist echt eine richtig tolle Doku und man schließt dann am Ende den Isaac sehr, sehr, sehr ins Herz. Stark. Das ist quasi ein Werbevideo für eine Arbeit, der Wing, oder? Ja, also indirekt ja. Aber sie sagen halt einfach wirklich, was gibt's da für Schwierigkeiten? Also sie haben ja einmal gesagt, dass er innerhalb von Uganda von so einem Fernsehunternehmen einmal einen Auftrag bekommen hat, dass er eben eine Serie macht. Und da hat er dann auch die Serie gemacht und alles. Und dann haben sie, glaube ich, am Ende aber keine Bezahlung gekriegt oder er ist voll verarscht worden. Und da denkst du halt dann auch, Alter, was geht denn eigentlich ab? Und dann überlegt er halt, soll er das eigentlich nur weitermachen? Lohnt sich das? Sie kriegen kein Geld dafür. Er kann die Schauspieler nicht zahlen. Geht's halt gar nicht so ums Geld, sondern geht's einfach darum, das ist seine Leidenschaft, er will das machen und er will halt irgendwann einmal zeigen, dass aus Uganda, aus so einem Ghetto, auch tolle Filme entstehen können. Okay. Und also ich hab's top gefunden. Wirklich, richtig schön. Hört sich gut an. Dann machen wir weiter mit der 7, oder? Genau, machst du weiter mit der 7. Ich weine dabei noch ein bisschen aus. Nummer 7 ist bei mir The Trip.
ich hab den Film gelesen und hab das Cover gesehen und hab mir gedacht, ach nö, das ist wieder so ein 0815 Gangster-Ding. Und dann bin ich über die Filmfressen, der Cinephile Podcast, bin ich draufgekommen, dass der The Trip vom Tommy Wirkola ist. Tommy Wirkola kennen die meisten vielleicht für Hänsel und Gretel Hexenjäger, die wo's ganz grob mengen für Dead Snow 1 und 2. Die Nazi-Zombie-Splatter-Filme. Und The Trip ist eine rabenschwarze Thriller-Komödie, die auf den Spuren wandelt von, ich sag jetzt mal vielleicht so, nicht als Bitter in the Grave, sondern so Last House on the Left, aber halt nicht so grob, sondern schon alles mit so Augenzwinkern und sehr selbstironisch. Im Endeffekt geht's darum, dass ein Ehepaar, die sie eigentlich schon seit einiger Zeit nichts mehr zum Song haben, außer dass sie die ganze Zeit aufhängen, ganz stark gespielt von der Noomi Rapace. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Jetzt mal wieder Noomi Rapace aus Prometheus und den Axel Henne. Die haben quasi das Ehepaar. Also das, was ich jetzt sage, ist spoilert nicht, weil der Film hat alle 10 Minuten gefühlt irgendeinen Twist drin. Es muss nicht unbedingt irgendeine Wendung sein, sondern es ist so, dass man dann aus der Sicht von jemand anderen Beteiligten das Geschehen sieht. Gerade jetzt in dem Fall, die zwei wohnen in so einer Waldhütte an einem See und wollen den Urlaub verbringen und dann jeweils getrennt voneinander planen, den anderen umzubringen. Und jeder versucht von dem anderen die Versicherung zu kassieren, weil es eigentlich ganz arme Teufel sind. Alle arbeiten sie in der Medienbranche und haben eigentlich totale Versager. Es klingt irgendwie ein bisschen nach einer Folge von Tatortreiniger. Ja, habe ich noch nicht gesehen, kann ich dir nicht sagen. Ich hab es schon mal auf die Liste geschrieben. Du hast es ja schon mal verzeiht, aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen davon. Auf jeden Fall ist dann auch so, dass die Dame kommt quasi zuerst drauf, die Noomi Rapace kommt zuerst drauf, dass ihr Mosi umbringen möchte, weil er eigentlich ein totaler Vollidiot ist. Also sie hat das quasi schon gegen den Wind gerochen und überwältigt ihn. Nur, wo es beide nicht umreißen ist, dass sie schon ein paar Tage davor 3 Sträflinge quasi aus dem Gefängnis aufgemacht haben, die einen Ausbrucher und haben jetzt in ihrer Nähe, sage ich jetzt einmal. Und das Auftreten von denen 3 Sträflinge ändert das komplette Verhältnis zueinander, zu die Charaktere. Am Anfang, oder in der Mitte des Films finden sie halt immer noch total zum Kotzen, ne? Das Ehepaar, aber es ändert sich halt dann alles. Durch das, dass wir halt dann auch zusammenhalten müssen gegen diese Eindringlinge. Ja, und wie das Ganze abläuft, das Ganze ist vom Humorlevel her Richtung Tanz der Teufel 2, also total drüber. Es werden Köpfe mit Schrotflinten weggeschossen, es werden Körperteile abtrennt, also es ist ein richtig grobes Blättereinlagen drin, aber immer mit einem Augenzwinkern. Also es ist immer ein bisschen drüber, weißt, das ist nie so, dass du dann sagst, Alec, jetzt wird's mir dann krass, oder auch für die Normalzuschauer. Es ist ja immer wieder, wenn die Szene dann so aufgelöst, dass du dann sagst, ja, krass, hat jetzt so passt und Ding, also ein Riesenspaß. Und passt zum auf, wenn der Nazi auftaucht und zieht sein T-Shirt aus, der hat am linken Oberarm den Nazi-Zombie aus Dead Snow 2 tätowiert. So wie beim James Wan, der quasi sein Billy the Puppet von Saw in fast jedem Film irgendwo versteckt, hat der Tommy Wirkola quasi sein Nazi-Zombie dem Nazi auf dem Arm tätowieren lassen. Fand ich sehr cool. Totale Empfehlung, ein Riesenspaß. Er ist blutig, er ist lustig, er ist teilweise sehr spannend und er hat so abstruse Szenen dabei, dass du sagst, wow, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, schön. Ja, der macht richtig Spaß. Und wie gesagt, Tommy Wirkola, eine fehlerlose Filmografie. Also wie gesagt, Dead Snow 1 und 2 natürlich, Hänsel und Gretel, What Happened to Monday, ein ganz starker Science-Fiction-Film. Der Mo hat's drauf. Also auch mit The Trip, er geht zwar jetzt ein wenig zurück von dem ganzen, ja, eher so bombastische Sachen oder von die Stars her. Gut, Noomi Rapace ist schon ein bekannter Name, aber er ist sehr reduziert und zeigt einfach, was er kann, auf engstem Raum. Und das fand ich super cool. Ist das was man sich, wenn man jetzt so horroraffin ist wie ich, mit seiner Frau schauen kann? Ja, schon, weil er doch wirklich so humorische Einlagen drin hat und er ist nie so, dass du sagst, ach, jetzt wird's ein Scheiß. Weißt du, er hat wirklich die Ideen, die er hat, die haben Hand und Fuß. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt einen Twist reinhauen, um des Twistens willen, weil ich habe ja schon 10 Minuten keinen Twist mehr gehabt, sondern es hat alles Hand und Fuß. Und es kommen dann am Schluss Sachen vor, die am Anfang kurz angerissen werden, wo es dann sagt, mit den Händen vor dem Fernseher stehst und sagst, leck, das ist auch noch. Weißt du, also das ist, ja, irre. Okay. Also, allein schon deswegen, wegen die ganzen Wendungen, ist es schon wert. Und natürlich, also
muss schon ein bisschen blutig anmengen. Also er hat schon ein paar so richtig grobe Einlagen, aber wie gesagt, es ist kein so Martyrs-Style. Es ist schon alles mit dem Augenzwinkern und teilweise recht humorisch aufgelockert, das Ganze. Ja, ich glaube, also, wenn du es jetzt mit Martyrs verglichen hättest, das kann ich mir nie mit meiner Frau schauen. Niemals! Meine Frau hat halt so, glaube ich, sofort Schluss machen. Ja. Aber es ist schön, dass wir beide das jetzt ohne den Kani machen, weil sagen wir mal, ich glaube, du und der Kani hättet jetzt da wahrscheinlich ja doch schon eher so die gleiche Richtung, wobei ich glaube, der Kani darf schon die Liste vollpacken mit Marvel-Filmen. Bestimmt. Ich pack jetzt aber noch meine letzte Doku in meiner Top 10 aus. Okay. Jetzt lach nicht. Ich kenn keinen, der so gern Dokus mag wie du. Das sind aber, also ich schaue gar nicht so viele Dokus, aber du schaust wenn die ich noch nicht schaue, genau, dann schaue ich schon die guten. Ja. Platz 7 ist bei mir Seaspiracy. Und jetzt diejenigen, die es gesehen haben, die werden sich denken, ja, verstehe. Und die bis jetzt nur davon gehört haben und sie weigern, dass sie den anschauen denken, oh Mann. Ja. Für die überhaupt nicht mitgekriegt haben, um was da geht, Seaspiracy ist eine Doku über die Überfischung. Also über Gott, heute kann ich echt nicht sprechen. Über ist ja schon spät. Industriellen Fischmarkt und man deckt halt einfach auf, dass hinter ganz vielen Marken wie MSC oder Delfin-Freunde oder so oder Delfin-Sicherheit, keine Ahnung, irgendein Delfin-Siegel eigentlich totale Augenwischerei sind und der Film hat halt eigentlich die Botschaft, hey, es gibt so, wie es halt mit der Fischerei aktuell betrieben wird, ja, also im großen Stil, nicht die kleinen Fischereien, eigentlich keinen richtigen Weg. Egal, ob es jetzt irgendwie direkt im asiatischen Raum war oder im afrikanischen Raum, sie machen halt echt eine Reise so mehr oder weniger um die ganze Welt und decken das halt dann auch Stück für Stück so ein bisschen auf, was da dahinter steckt und zeigt auch die Gefahr auf, dass wenn es eben so weitergeht, dass bis 2050 wir fast gar keine Fische mehr im Meer haben und dann auch dadurch eben die ganze Meerespopulation, also auch bei die Pflanzen sehr stark zurückgeht und sagen wir mal, das ist sehr gefährlich für die Welt. Ich und meine Frau haben uns das gemeinsam angeschaut und also meine Frau hat es noch ein bisschen mehr packt wie mich, aber dank diesem Film also essen wir überhaupt keinen Fisch mehr. Also zumindest wir haben halt davor das als gesunde Alternative immer wieder gegessen oder auch wenn ich Sushi isst oder so, dann liebe ich das halt mit Fisch. Jetzt mittlerweile esse ich halt Sushi nur noch vegetarisch und wir haben halt, glaube ich, ja, seit einem halben Jahr, seit wir den Film gesehen haben, keinen Fisch mehr gegessen. Okay, krass. Aber ich sag auch gar nicht, dass es deswegen das Richtige ist. Ich glaube, jeder soll sich selber ein Bild davon machen. Ich finde, sie ist manchmal ein bisschen drüber, die Doku, aber rein von dem, was es alles aufdeckt und was es alles aufzeigt, fand ich es halt einfach top. Also, auch wenn die Doku da ein bisschen radikaler unterwegs ist und halt sagt, esst halt einfach keinen Fisch, finde ich, man kann sich selber davor ein Bild machen und man kann halt dann am Ende auch sagen, okay, ist eigentlich echt uncool, was da abläuft. Gerade wenn es dann irgendwie siehst, dass halt vor der afrikanischen Küste, wo es verboten ist zu fischen, trotzdem immer nur Fischer, so Fischerjachten, sage ich jetzt einfach mal, gibt, die halt da haufenweise Fisch rausziehen, so dass halt die Einheimischen, die dort leben und davon abhängig sind, dass die halt da einmal einen Fisch kriegen, dazu zwingen, dass die halt bis weit raus aufs Meer rausfahren, damit die halt dann da irgendwo entweder hoffen, dass sie gerade auf ein Fischerboot treffen, das halt gerade auseinandergenommen wird von Greenpeace oder was weiß ich, damit die halt dann da ein bisschen einen gefrorenen Fisch kriegen. Aber das ist halt echt übel, wenn man sich das mal überlegt. Nur damit wir halt irgendeinen afrikanischen Fisch in Deutschland verzehren können, klauen die das halt die Einheimischen, die da drauf angewiesen sind. Und die da halt auch ganz oft deswegen ersterben. Krass. Genau. Ich hab das gehört, also ich hab bei der Schröcker, meine, die haben wir schon drüber geredet und da haben wir gedacht, oh leck, ich glaube, ob ich das singen mag, weiß ich nicht. Es ist schon wieder so krass, so
glaube ich, so ein Doku, die lebenseinschneidend ist. Wie du sagst, da isst schon kein Fisch mehr und so. Krass, dass selbst so derb an euch rangeht, dass das quasi sagt, ja, das lasst mir jetzt. Also, heftig. Haben wir uns dann danach eine zweite Doku angeschaut, wo es so ein bisschen um vegetarisches Essen geht und in Richtung vegan. Deswegen sind wir jetzt keine Vegetarier und auch keine Veganer. Aber verstehen kann ich es halt jetzt trotzdem auch noch mal ein Stück weit besser. Aber das mit der Überfischerei, furchtbar. Ich meine, wenn jetzt mir jemand einen Fisch anbietet, wo er sagt, den hat er selbst geangelt, okay, aha, das ist was anderes. Aber das war halt einfach übel. Wenn du halt dann siehst, dass diese Marken, gerade MSC, überhaupt nichts bedeuten. Also wirklich null. Und die das sogar nur finanzieren, dass eben so viel gefischt wird. Okay. Das ist einfach krass. Also da fühlst du dich dann einfach schlecht, wenn du da denkst, ja okay, ich hab mir jetzt da heute die teure Dose Thunfisch gekauft, weil da ist halt dann das MSC-Siegel drauf. Ja, das heißt gar nichts. Okay. Wahrscheinlich ist da zu 20% dann nur Delfin mit drin. Krass. Ja. Krass. Aber dann lenk du wieder ein bisschen ab. Ja, also, du hast jetzt die Stimmung voll abgezogen. Das war's jetzt technisch von mir. Es folgen bei mir auch nur Filme. Aber was steht denn bei dir auf Platz 6? Platz 6, ich hab's in die Volex schon mal angesprochen kurz, weil mich der Film so fasziniert hat. Aber ich hab dann gesagt, ich red erst jetzt drüber, weil ich schon vorher gewusst habe, dass der in meine Top 10 kommt. Und zwar Spell. S-P-L-L. Ist ein Voodoo oder Who mit H. Horrorfilm, der geht ein wenig in die Richtung der verbotene Schlüssel, den vielleicht manche da draußen kennen, oder der Skeleton Key ist der Originaltitel, und hat auch Elemente von Misery mit dabei. Im Endeffekt geht's um eine afroamerikanische Familie, die sehr wohlhabend sind. Der Vater kriegt eines Tages nichts ahnend einen Anruf, dass sein Vater gestorben ist. Und der Familienvater hat quasi vieles unternehmen müssen als Kind, um aus die ärmlichen Verhältnisse und dem asozialen Verhalten von seinem Elternhaus zu fliehen, und hat sich da quasi selber sein Leben erkämpft und seinen Wohlstand erarbeitet. Er möchte quasi mit der ganzen Geschichte abschließen und fliegt mit seinem Privatflugzeug und der ganzen Familie Sack und Pack Richtung Appalachia. Im Osten der USA ist das. Schräg um mich. Und da werden es dann schon schräg angeschaut. Also es ist schon okay, es sind allgemein sehr ärmliche Verhältnisse, wo die Leute da quasi leben, und er landet da mit seinem Privatjet. Genau, und dann wird quasi auftankt und sie wollen weiterfliegen bis zum letzten Standort, wo quasi das Elternhaus ist, und dann kommen sie in einen Sturm. Und der Sturm bringt das Flugzeug zum Abstürzen. Der Familienvater wacht dann mit unglaublichen Schmerzen im Bein in einem fremden Dachgeschosszimmer auf, wo er vermeintlich von einem vermeintlich netten Ehepaar gesund gepflegt wird, in Anführungszeichen. Genau. Und ihm kommt halt dann einiges Spanisch vor, von wegen kein Telefon und hin und her, und er möchte doch einfach nur wissen, was mit seiner Familie los ist. Er versucht halt dann, brutal gehandicapt, aus dem Bett zu entfliehen, beziehungsweise herauszufinden, wo er denn dann überhaupt ist und wo seine Peiniger von ihm wollen. Und das Ganze ist voll krass spannend. Also es gibt ein Pendant ohne übernatürliche Elemente, der Film hat Run geheißen, mit der Tante von American Horror Story. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die geheißen hat. Aber da geht's auch um Derdel im Rollstuhl, die quasi von ihrer Mutter im Haus gehalten wird, so ungefähr. Und die versucht dann auch herauszufinden, wo es mit ihrer Mutter schief läuft. Und das ist quasi jetzt das Pendant dazu mit übernatürlichen Elemente und der angesprochenen Voodoo-Thematik. Der Film hat alles, oder viel, sagen wir so. Er hat Kannibalismus mit drin, er hat richtig extrem spannende Szenen drin, selbst zwei Selbstverstümmelungsszenen, wo du sagst, ja, leck mich am Arsch, Stichwort Bein, dass ich gesagt habe, oh leck, ich hab fast nicht hinschauen können, so krass. Der Film war ultra spannend, also wirklich, durch das, dass es eben so gehandicapt ist und nur so langsam vorankommt, und die Familienmitglieder quasi, die ihn da festhalten, total unberechenbar sind und dann so eine Art Messen in der Scheune abhalten und so. Also ist total gruselig. Er ist quasi denen komplett ausgeliefert und versucht jetzt verzweifelt, erstens einmal frei zum kommen und dann zum Schauen, wo es mit seiner Familie los
los ist. Und der Film ist, läuft für meine Verhältnisse oder in meiner Bubble total unterm Radar, den kennt fast kein Schwein. Und das ist jetzt ein Shoutout, schaut euch Spell an, der war richtig, richtig stark. Der ist seit der Woche auf Prime. Oh, da schon her. Anschauen. Ja. Ich hab mich auch nur noch daran erinnert gehabt, dass du positiv darüber gesprochen hast, aber du genau das eben gesagt hast, du willst da aber ausführlich dann erst in der Top 10 Folge drüber reden. Und ich glaube, ich muss da mal reinschauen. Also wenn er bei dir jetzt schon so weit vorn ist, mit Platz, muss er mal gerade 6, dann muss das ja was Gutes sein. Ja, sehr stark. Am Schluss möchte er vielleicht ein wenig viel, aber auf das hin, dass er mir die ersten 1,5 Stunden so dermaßen gut und extrem spannend unterhalten hat, habe ich ihm den Schluss, der ein wenig drüber war, gern vergeben und war trotzdem aber dann mit dem Ende zufrieden. Und ich hab mir die Nägel abgehauen. Der war richtig, richtig spannend. Und da bin ich echt gespannt, wie er dir gefällt. Also wir haben daheim auf der Couch gesessen und haben wir richtig krasse Zeit gehabt mit dem Film. Ja, cool. Cool. Dann muss jetzt wieder ein Gegenpol spielen. Was haben wir jetzt für Doku? Nein, kein Doku. Der einzige deutsche Film in meiner Top 10. Letztes Jahr war es ja Schlaf. Dieses Jahr geht es ein bisschen anders zu, aber sagen wir mal, wir bewegen uns in die Richtung Science Fiction. Und okay, aber ich habe schon befürchtet, du sagst Army of Thieves, dann war ich jetzt komplett ausgeflippt. Ist das ein deutscher Film? Ja, das ist ja gedreht vom Schweighöfer. Also ich war jetzt irgendwie, habe jetzt gedacht, hoffentlich sagt er nicht Army of Thieves, also ob jetzt direkt ein deutscher Film an sich ist. Schweighöfer? Ja, okay, okay, es kommt kein Matthias Schweighöfer in diesem Film vor. Der Film heißt Ich bin dein Mensch. Der internationale Titel ist I'm Your Man. Von der Regisseurin Maria Schrader mit Maren Eggert und Dan Stevens. Den kennt man aus, also wenn man die Realverfilmung von Der Schöne und das Biest gesehen hat, er ist das Biest. Und um was geht's in dem Film? Die Wissenschaftlerin Alma, also das ist die Maren Eggert, die macht bei so einer Studie mit, wo es darum geht, dass künstliche Intelligenzen so vorbereitet werden, dass sie praktisch ihren Traummann trifft. Oder nicht unbedingt Traummann, also es geht schon so in Richtung Dating, aber es ist halt wirklich, das ist der ideale Partner für sie. Und das ist ein humanoider Roboter und sie soll den halt jetzt für 4 Wochen ausprobieren, soll halt dann ein Fazit drüber schreiben und sie kriegt dann dafür Geld, damit sie eben ihre Forschungen finanzieren kann. Aha. Das ist so geil zum einer gespielt von Dan Stevens, aber auch von der Maren Eggert, dass du halt echt merkst, sie sträubt sich am Anfang völlig gegen das Thema. Also sie hat überhaupt keinen Bock auf das. Er macht dann da ein paar Sachen, obwohl er praktisch genau auf sie abgestimmt ist, wo sie dann sagt, ey, fick dich. Also so, einmal am Anfang richtet er nicht nur Frühstück her, sondern er räumt praktisch die komplette Wohnung so auf, dass er sagt, da findet sie ja viel besser was und sie hat halt davor einfach ein Chaos drin gehabt und das lässt sie ihm dann wieder schön zurückräumen, weil sie halt dann sagt, da hat sie überhaupt keinen Bock drauf und wie soll es anders sein, sie nähern sie halt dann irgendwann schon an, aber sie weiß halt die ganze Zeit, es ist ja kein echter Mensch. Und sie will ja eigentlich ja gar nicht mit einem Roboter zusammen sein. Und sie beendet halt dann irgendwann das Experiment und lässt ihn halt dann zurückgehen. Und da stellen sie halt, also es stellt sie halt sich dann die Frage, also sie sich selbst, aber halt auch dem Zuschauer, war das jetzt unbedingt das Richtige? Weil der Roboter macht halt eigentlich überhaupt nichts Falsches. Also es gibt ein paar Szenen dabei, wo er jemanden rettet oder wo er halt einfach gute Tipps mit abgibt oder ihr bei ihrer Forschung hilft. Und man stellt sich dann die Frage, wenn die Menschheit irgendwann einmal so weit ist, dass das ja wirklich funktioniert, ist es halt dann für manche Leute das Richtige, so einen Roboter vielleicht sogar zu haben oder sie so sehr von der künstlichen Intelligenz helfen zu lassen, oder soll man halt dann einfach mit seinen, menschlichen Fehlern weiterleben. Und der hat einfach viele Fragen aufgeworfen und lässt einen halt am Ende also so mit der Fragestellung allein, dass ich aber auch sag, ein toller deutscher Film, der einen zum Nachdenken anregt und
als genauso gut Hollywood-Produktion durchgekannt. Also ich war sehr positiv begeistert von dem Film und ist meine deutsche Empfehlung dieses Jahr. Okay, wo kann man sowas sehen? Ich habe mir den bei Amazon Prime ausgeliehen, aber die 3 Euro, die habe ich nicht bereut. Da der Film erst vor kurzem rausgekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass der wahrscheinlich auch irgendwann einmal bei Prime läuft. Oder vielleicht, wenn er gut ankommt, hat es also ein bisschen ein Netflix-Potenzial. Also Okay. wer Interesse hat und sich fragt, oh Gott, ist mir das wirklich 3 Euro wert? Ich sag ja. Ja, ist voll krass, wenn du sagst, du hast jetzt da einen Roboter als Mo. Krass. Vor allem, wenn der dann nur seine Inneneinrichtung optimiert. Oder was meinst du, wie lange das der kann? Das ist ja unfassbar. Ja, das sind alles so Sachen und da passieren ja total witzige Sachen, weil sie dann auch sagt, durch was wird denn sein Penis da überhaupt aktiviert? Und sagt er, glaube ich, irgendwie durch ich glaube, einen Kuss oder irgendwie so und ja, keine Ahnung. Okay. Es ist auf jeden Fall echt nicht nur witzig, sondern halt auch so ein Thema zum Nachdenken. Okay, sie gehen quasi alle Ebenen in der Beziehung durch und schauen, wie hält er dem stand im Endeffekt, oder? Nein, sie hat da auch einfach überhaupt keinen Bock drauf. Also wirklich null. Sie lässt sich da gar nicht so richtig drauf ein. Ich glaube, an dem ersten Tag, wo sie dabei hat, stellt sie ihn einfach in irgendein Café und holt ihn dann da 10 Stunden später wieder ab. Okay. Ich glaube, man, wenn man von dem Thema hört, kann man sich genauso vorstellen, wie die Handlung abläuft, aber nein, ihr habt keine Ahnung, schaut's euch an. Okay, schön. Jetzt haben wir schon Halbzeit quasi, oder? Jetzt haben wir noch 5. Ja, genau. Jetzt kann man die Leute nur sagen, wo sie uns eigentlich finden bei Letterboxd, oder? Nicht, dass die dumm und dämlich so haben. Genau, also wer mir folgen will, ich heiße auf Letterboxd Wombells mit 2 Z, also Wombell und dann 2 Z und der Mike heißt Terrorvision. Genau. Und nur irgendwas? Oder? Nein, nur Terrorvision. Terrorvision 84 bin ich quasi bei Instagram. Da habe ich noch den 84er Intro. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn sie es. Also da zeige ich hin und wieder Sachen aus meiner Sammlung, wenn euch das interessiert. Und wenn es euch nicht interessiert, dann schaut es ja nicht nach. Aber bei Letterboxd Terrorvision schaut mal vorbei oder bei Wombles, dann wisst ihr immer, wo es man mir schauen oder wo es sich rentiert und wo es nicht. Genau, wir packen euch auf jeden Fall die Links in die Beschreibung rein. Dann müsst ihr jetzt auch nicht lang nur mal Notizen machen. Und wir machen fröhlich weiter mit dem Platz 5. Mike, was hast du denn auf dem Platz 5? Die Überleitung war perfekt. Also bei mir ist wirklich sehr fröhlich. Und zwar The Suicide Squad vom James Gunn ist bei mir auf der 5. Habe ich auch mal einen Superhelden oder im einen Comic-Film dabei. Ja, ich hab's im Podcast mit dem Kani, haben wir schon drüber geredet. Irre Actionsause mit total verrückte Charaktere und verrückte Einfälle. Der ist blutig, wird sau blutig. Also die Freigabe ab 16, ich hab mir jetzt nicht nochmal angeschaut, wundert mich total. Also da wirklich Sachen dabei, obwohl das Ganze sehr komödiantisch ist, aber die Gewaltexzesse sind ja doch teilweise ziemlich kaltschnäuzig. Ja, gerade der Anfang, wo sie am Strand sind und dann der eine erstmal voll den Headshot kriegt. Also nicht bloß Headshot, dem schießen sie das komplette Gesicht weg. Weißt du, also sie halten da voll drauf. Oder auch dann das Camp niedermetzeln im Stealth-Modus und bringen da alle um, wo du sagst, ja krass. Wahnsinn. Ja, die Charaktere, die Konstellation der Charaktere ist super cool. Einerseits meint man, die passen überhaupt nicht zusammen und müssen sie eigentlich hassen, aber sie entwickeln sich ja doch zu einem Team und jeder hat so seine Fähigkeiten und seine Fehlerchen und so und ich fand das einfach super. Harley Quinn kommt diesmal auch wieder gut rüber, die habe ich in ihrem Solo-Film wieder geheißen, The Emancipation of Harley Quinn, was weiß der Geier, fand ich ganz schrecklich. Birds of Prey, danke dir. Fand ich schrecklich, aber jetzt da, sie hat einen richtig coolen Part in Suicide Squad, nicht zu viel, die anderen kommen auch nicht zu kurz im Endeffekt, oder das ist nicht die Harley Quinn Show. Der James Gunn sagt wieder das, was er kann, coole Musik, coole Charaktere, abstruse Situationen und man kann er kann jetzt nicht mehr verleugnen, dass er von Troma kommt, dass er da seine Wurzeln hat, weil so Troma-esk war noch nie ein Blockbuster. Das war irre. Also ganz stark. Wir haben einen riesen Spaß gehabt und wer da genaueres wissen möchte, der hört sich unsere Podcast-Folge zu Suicide Squad. Da gehen wir sogar die Handlung ein wenig durch und
Genau. Genau. Da hört's dann alles, was du wissen müsst. Du wirst es nicht glauben, es ist bei mir auch noch in der Top 10 mit drin. Das ist Suicide Squad. Aber Ja, nur schön. nicht auf Platz 5. Aha. Was Genau. ist dann auf deiner Platz 5? Aha, danke schön für die Frage. Es ist Promising Young Woman, hat es bei mir auf Platz 5 geschafft. Wir haben eine Folge mit dem Florentin Will drüber gemacht, der Kani und ich. Und ich habe bei den Anfang des Jahres einmal auf Englisch angeschaut und jetzt im Sommer auch nochmal auf Deutsch im Kino. Und ja, also, dass der Film nicht noch mehr bei den Oscars abgeräumt hat, wundert mich wirklich, weil ich finde, so einen geilen Rache-Film, wo es jetzt auch nicht unbedingt so um das Thema geht, dass reiner Frauenfilm ist, obwohl es halt eigentlich wirklich hauptsächlich von der Hauptdarstellerin, von der Carey Mulligan, ach Gott, ich kann halt echt nicht mehr reden, Carey Mulligan getragen wird und die das einfach super macht. Für mich hätte er alle Oscars verdient, die es dieses Jahr gegeben hat, oder praktisch 2020, weil er ist ja in Amerika letztes Jahr schon rausgekommen, aber bei uns jetzt in Deutschland erst dieses Jahr ins Kino gekommen. Okay. Und ja, um was geht's? Die Cassie, also die Carey Mulligan, die reißt ständig Männer auf mit einer Masche, dass sie so tut, als wenn sie betrunken wäre. Und kurz bevor es halt dann etwas zu brenzlig wird, ja, deckt sie das auf und schaltet dann von total besoffen auf absolut nüchtern. Und das ist dann in dem Moment so gruselig für die Männer und so schockierend, dass die dann ja entweder die Flucht ergreifen, was schwierig ist, weil die meistens bei sich dann schon daheim sind, beziehungsweise das gefällt ihr halt dann. Praktisch dieses, so, jetzt habe ich den voll verarscht und irgendwann holt sie aber dann ihre Vergangenheit wieder ein und sagt dann, dass sie ja durchaus ein Interesse hat an einer richtigen Beziehung. Sie geht dann eine Beziehung ein mit einem ehemaligen Studienkollegen von ihr, gespielt von Bo Burnham. Ja, da denkt man jetzt erst, okay, jetzt wird alles irgendwie normal und sie kriegt ein Happy End. Doch dann merkt man, oh, da steckt aber noch mehr in der Vergangenheit. Und zwar ist eine Freundin von ihr bloßgestellt worden zu Studienzeiten, beziehungsweise die ist abgefüllt worden und dann vergewaltigt. Mhm. Tja, sie rächt sie deswegen eben mit dieser Masche an den Männern und sie holt dann aber nach und nach, deswegen ist der Rachefilm, die Begegnungen nach von den Leuten, die praktisch mit dran schuld sind, dass also das war ihre beste Freundin, dass ihre beste Freundin da gestorben ist. Okay. Viel möchte ich jetzt nicht verraten, vielleicht habe ich sogar schon ein bisschen zu viel verraten. Ihr könnt euch gern das Fazit vom Florentin und vom Kani und von mir anhören. Da gehen wir auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber wer den Film noch nicht gesehen hat, wirklich ein Must-See-Film, weil das Thema sollte einem auch wieder mal zu denken geben. Also ab wann geht man denn zu weit und ab wann sollte man vielleicht auch Leute, die halt sie dann immer unter Kontrolle haben, weil sie eben zu viel getrunken haben, einfach in Ruhe lassen oder beschützen. Mhm. Hast du jetzt mittlerweile schon gesehen? Na, er steht immer noch auf meiner Liste, aber die Lage ist, gibt's den schon bei uns zum Kaufen mittlerweile? Ich bin jetzt da nicht am Laufenden. Gibt's schon? Okay. Kann ich den mit meiner Frau schauen? Ist der, also ich habe irgendwie so Dinge, wenn einer da mit weiblicher Rache daherkommt, nach Vergewaltigungen, muss man immer Im Kino war ich mit meiner Frau und die hat vorher über meine Top 10 Liste drüber geschaut und hat mich dann gefragt, warum Promising Young Woman nicht auf Platz 1 ist. Okay. Er ist jetzt nicht stark explizit in Sex und Gewalt, oder? Sagt er da schon? Nein. Gar nicht. Null. Okay. Ja, das ist jetzt interessanter, weil, wie gesagt, die holt's mich für einen Gorbauern, aber wenn ich die Beschreibung so lese, dann meine ich allerweise, jetzt ufert das in Gewalt aus. So ungefähr. Das erwartet aber man. Also, wo wir den das erste Mal gesehen haben, der Kani und ich, wir haben uns, also ich habe auch erwartet, das wird wahrscheinlich so ein Mini-Splatter-Film. Aber nein, null, gar nicht. Aber okay. Schaut ihn mal an und dann schreibt mal bitte, gerade nach dem ersten Mal, wo sie dann von total besoffen auf nüchtern schaltet, ob das für die nicht gruselig war.
Also, Okay. Ohne Scheiß. Okay, ja, neugierig bin ich ja seit eurer Folge, aber wenn ich jetzt weiß, okay, den gibt's schon, dann muss ich mir den jetzt dann durchholen, das habe ich schon gesehen. Ja, genau. Sehr gut. Und ich kann es bei mir bei Platz 4 kurz machen. Also ich mache gleich weiter, weil da habe ich das Suicide Squad. Und okay. alles, was du gesagt hast, kann ich absolut unterschreiben. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Der 4 habe ich jetzt, auf der 4, wo's du vielleicht noch weiter vorn hast, weiß ich nicht. Und zwar Ghostbusters Legacy oder Afterlife. Mhm. Genau. Und den habe ich gerade noch geschafft und bin total froh, dass ich ihn gesehen habe. Vor allem, ich bin ja ein Riesenfan von den alten Ghostbusters-Filmen aus den 80er, mit denen bin ich als Kind aufgewachsen, mit der Serie, mit dem Spielzeug. Ich habe mir Protonenpäckchen selber gebaut und ich war ein riesen Ghostbusters-Fan. Der 2016er, glaube ich, der Ghostbusters mit den Damen, gehört für mich jetzt, oder allgemein ist ja gehört nicht nur wegen mir nicht zum Kanon, oder ich zähle ja nicht dazu, sondern ist ja allgemein, wird der außen vor lassen bei dem neuen Ghostbusters. Und gut, der mit den Mädels hat auch seine Momente und ich sehe ihn eher als Parodie auf die Ghostbusters, aber kann halt niemals mit den Filmen aus den 80er mithalten. Und da hat man dann auch schon gedacht, okay, jetzt kommt der neu, und dann liest schon Finn Wolfhard und so, dann denkst du, das wird jetzt so ein Nostalgie-Ding. Weil der Herr ja öfters bei so Sachen mitspielt, die man als Kind kennt, so wie eben Stranger Things sowieso, oder dann beim bei der Neuverfilmung, ist er ja dabei. Aber er nimmt bei Ghostbusters erfreulicherweise nur ein kleiner Part ein. Weiß nicht, hast du Ghostbusters überhaupt gesehen? Du meinst den Neuer? Ja. Nein, den Neuer habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ich finde, der läuft da bei uns gar nicht in so viele Kinos. Also das überrascht mich tatsächlich. Der ist an meinem Geburtstag gelaufen. Am 21. November, meine ich, ist er angelaufen oder irgendwie so. Oder Ende November auf alle Fälle. Und 18. November steht da, genau. Ich habe ihn jetzt gerade noch gesehen, weil er eigentlich bei uns jetzt da ziemlich lang gelaufen ist. Auf jeden Fall reißt die McKenna Grace das Zepter an sich quasi. Sie ist Nachfahrin von einem der Ghostbusters. Also ich werde mir jetzt spoilertechnisch total zurückhalten und nur deswegen umreißen. Sie findet quasi, sie müssen raus, sie und die Familie müssen aus der Großstadt raus, weil sie Probleme mit der Kohle haben und mit dem Vermieter. Die müssen raus und ziehen in das Haus vom Großvater, der ist kurz vorher gestorben, und sie beziehen jetzt die Hütte und die Kids machen sie da quasi auf dem riesigen Grundstück ein bisschen auf die Suche, ja, also irgendwie so Goonies-mäßig, weißt du, die streiten ein wenig rum und schauen ein bisschen und finden dann ein Ecto 1, das kultige Ghostbusters Auto, und so unterirdische, so eine Art Bunker, wo quasi Patronenpäckchen rumhängen und Overalls und lauter so Geschichten. Man kriegt dann quasi schon raus, okay, hier hat ein Ghostbuster gelebt. Und gerade zu der Zeit, wo sie da in die Kleinstadt am Arsch der Welt ziehen, macht sie quasi wieder das Böse in Form, gut, sag ich jetzt auch nicht, vielleicht ist es auch schon wieder ein Spoiler, macht sie das Böse auf die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und quasi können nur jetzt die Jugendlichen dem Bösen Einhalt gebieten, die Geister. Und ja, es ist ja so, dass der Film wirklich einmal eine Geschichte erzählt. Es ist nicht nur ein stumpfer Blockbuster mit vollgestopft mit irgendwelcher Action, einer hohlen Story und irgendwelche Reißbrettcharaktere. Der Film hat Herz, hat eine richtig schöne Story, vertraut sich auch mal was Neues, auch mit dem Risiko, die alten Fans aus den 80er-Filmen zum Verbrellen. Aber bei mir hat das voll funktioniert. Bei mir ist das Ganze aufgegangen. Es war eine richtig schöne Geschichte. Es sind nicht zu viele Geister, wo ich sage, okay, ein, zwei mehr war schon cool gewesen. Aber an sich, wo man sagt, okay, die Jugendlichen kommen ja erst, oder werden ja erst Ghostbusters, oder sie müssen sich ja erst einarbeiten, so ungefähr. Und so die Phase, das Einarbeiten, das Kennenlernen, auch von der ganzen Ausrüstung oder die ganzen Easter Eggs, die in dem Film verbaut sind, total liebevoll. Und wie gesagt, es ist einmal ein kleines Intim-Setting. Wir haben ja nicht irgendwo in New York und sie müssen jetzt die ganze Stadt retten oder irgendwas, sondern sie haben wirklich in der Kleinstadt am Arsch der Welt, und da spielt sie das Ganze ab. Er erzählt eine schöne Geschichte, die Effekte sind hervorragend, hübsch wenig CGI, wo es halt nur sein muss, weißt du, wo man halt sagt, okay, geht nicht anders, aber dann es kämen, ja, es ist blöd jetzt, wenn man nicht spoilern möchte, gell? Also es kommen halt bestimmte Kreaturen vor, die ja von Hand gemacht sind quasi, die Practical FX sind. Ja,
ich bin begeistert. Also der Film geht los und du hörst den Originalscore aus dem ersten Ghostbusters von 84. Und dann fängt's bei mir schon an, dass mir die Gänsehaut aufhaut. Also das ist wirklich so ganz intim, so ganz kleine Musikschnipsel und so Geschichten, wo man sagt, oh leck, das ist genau die Musik von früher und da wieder etwas eingesetzt von früher und dann wieder was Neues mit eingeflochten. Also auch der wie heißt der dann, der Ant-Man, der Paul Rudd passt super rein. Ich habe einen riesen Spaß gehabt. Also Ghostbusters kann ich nur jedem empfehlen. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, cool. Also eben auch für die alten Hasen, die wo quasi mit die Filme aufgewachsen sind, als auch jetzt die nächste Generation Kids, die jetzt die Ghostbusters erst für sich entdecken. Das ist jetzt der perfekte Einstieg. Der Conny hat ja auch so hoch gelobt. Dann bin ich ja beruhigt, dass du auch noch nur Komplimente dafür hast. Dann freue ich mich schon drauf, wenn ich den endlich sehe. Ja, ich glaube, der Money ist auch so ein Fall, der wo im Februar rauskommt. Steelbook ist übrigens auch schon vorbestellt. Braucht man. Wie schaut's bei dir aus? Ach, jetzt haben wir, genau, du hast da Nummer 4, haben wir schon. Nummer 3. Genau, ich hab ja jetzt geswitcht und bin jetzt praktisch vor Droh. Also das heißt, ich bin jetzt bei Platz 3. Aha. Und den Platz 3 hast du vorhin schon mal genannt. Beyond the Infinite 2 Minutes. Ah, okay. Also für die war das Schiffers quasi eine Fundgrube an gute Filme, oder? Tatsächlich habe ich da auf jeden Fall Glück gehabt. Und sehr schön. Also genau, wer ein bisschen mehr über den Film hören möchte, kann sich ja gerne auch nochmal unsere Schiffers-Folge dazu hören. Ich habe den Film im Rahmen vom Schiffers eben sehen dürfen und haben da auch schon hochgelobt. Es geht um einen Cafébesitzer, der entdeckt, dass ein Fernseher in seinem Café plötzlich Bilder aus der Zukunft zeigt, aber immer nur 2 Minuten in die Zukunft. Also praktisch, der Film fängt so an, dass er mit sich selbst in 2 Minuten spricht und das Zukunfts-Ich erklärt ihm, was er jetzt gleich machen muss, damit das dann auch entsprechend in Erfüllung geht. Und er ist so toll gemacht und er wird so verstrickt, aber nie so wie jetzt zum Beispiel, der Vergleich ist schon sehr weit hergeholt, zumindest vom Budget her, wie Tenet, dass man irgendwann überhaupt immer durchsteigt, was jetzt eigentlich los ist, sondern ich finde, er nimmt immer einen Zuschauer mit, er macht immer Spaß und es ist echt ein toller Film. Er ist vom Regisseur Junta Yamaguchi und wie man schon hört, er ist international eher jetzt momentan unterwegs. Das heißt, ob der je auf Deutsch übersetzt wird und ob der überhaupt in Deutschland irgendwann einmal so richtig rauskommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt schon immer wieder mal geschaut, ob er Blu-ray in Deutschland rauskommt, weil dann hole ich mir den sofort. Aber wer die Chance hat, den zu sehen, zieht euch den rein. Der ist echt toll. Mir darf es dann nicht wundern, wenn wahrscheinlich in einem Jahr oder in 2 Jahren da amerikanische Version davon rauskommt. Okay. Wenn dir die englische Sprache nichts ausmacht, ich glaube, dass es eine Blu-ray in England gibt. Das habe ich schon gelesen. Das habe ich auch gesehen, aber ich möchte jetzt nicht für 30 € einen Film extra importieren. Okay. Also zumindest bei dem hoffe ich, dass es eben im deutschen Markt nochmal ein Blu-ray-Release gibt. Okay. Ja, schön. Also ich habe auch schon einiges gehört und jeder, der über den Film spricht, ist voll des Lobes. Also ich habe da keinen gehört, der gesagt hat, ja, das war jetzt nix und so. Der Mann ist sogar auch nur mit dem Handy gefilmt, oder? Das ist ja sogar direkt das unterstes Low-Budget, oder? Ob das wirklich mit dem Handy ist, das weiß ich nicht. Also mir kam es nicht so vor. Okay. Aber das Setting ist halt sehr eingeschränkt. Wobei ich ja sagen muss, da sind Szenen dabei, also Hut ab vor die Schauspieler, dass die da so lange Dialoge durchhalten. Ja, und er ist ja meine sogar als One-Shot draht, oder? Er hat zwar ein paar schon so Szenen dabei, wo man gespannt, okay, da kann jetzt ein Schnitt sein, aber er macht schon den Eindruck, dass es ein One-Shot ist, oder? Mhm. Ja, genau, richtig. Und letzter Kommentar von mir zu dem Film. Es ist der einzige Film in meiner Top 10, der eine Bewertung von 5 Sternen hat. Okay. Genau, 5 von 5 Sterne. Bin ich gespannt. Ist auch auf meiner Liste hübsch weit um. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht doch noch auf das England-Import zurückgreifen muss und dass wirklich noch mal was kommt bei uns. Ja. Was ist denn bei dir auf Platz 3? Ja, über den Film haben wir mir auch schon geredet. Und zwar, jetzt haben wir bei Malignant vom James Wan. Und ich fand den mega gut. Der fängt ja im Endeffekt, also die Einführungsszene mit dem, in Anführungszeichen, Monster, das in dem Krankenhaus, fand ich krass, fand ich super cool inszeniert. Ja. Dann
eine junge Dame, die hat des Öfteren Albträume. Sie sagt immer Morde. Und sie weiß jetzt auch nicht, wie sie zu den Opfern steht oder warum man gerade sie die ganzen Morde im Traum sagt. Und sie versucht halt dem Ganzen dann auf die Spur zu kommen, warum und wieso. Und die Auflösung ist mindblowing. Da haut's da die Schädeldecken weg, weil das eine richtig geile Idee ist, das Ganze umzusetzen. Auf die Idee muss der erst einmal kommen. Also ich muss immer wieder an das denken, was ihr gesagt habt, im Kino, der Typ, der sich nicht mehr eingekriegt hat bei der Auflösung im Endeffekt, fand ich auch mega cool. Wobei, ich bin schon hübsch früher draufgekommen. Also ich hab mir das schon so gedacht, bei ein paar Szenen, wie es denn dann, wo es da sein kann. Aber nichtsdestotrotz, er versucht was Neues, macht das und es ist wirklich was Besonderes. Also die ganz stark. Er fängt ja im Endeffekt auch an wieder so ein Geisterfilm, also so Warn-mäßig, wie man halt so kennt, so Dead Silence-mäßig oder so, mit viel Nebel und ein Haus für immer im Dunkeln. Und man meint die ganze Zeit, okay, da ist irgendeine Präsenz da. Die Kamerafahrten, ich weiß nicht, ist dir die Kamerafahrt aufgefallen? Verrat für nicht zu viel, gell? Nein, null. Aber die Kamerafahrt bei ihr im Haus drin, wo du meinst, das Haus ist gläsern, oder die Kamera, die kann überall durch die Wände durchgehen. Also das ist wirklich irre, wie sie da in dem Haus gefilmt wird beim Rumgehen. Weißt du die Szene noch? Ja, weiß ich. Irre geil, wie sie das gemacht haben. Der Film ist raffiniert, der ist teilweise hübsch blutig. James Wan halt, also der hat's drauf. Also von mir aus auch gern könnten sie einen zweiten Teil machen. Also Potenzial war da. Von mir aus Malignant 2 ist jetzt drin. Also wie du am Anfang auch gesagt, er hätte es fast in die Top 10 reingeschafft. Tatsächlich wegen dem Twist und weil er mich total catcht hat und ja, ich war wirklich überrascht. Also ich bin dann jetzt selber draufgekommen. Ja. Und auch nicht nur man darf ja den Film auch nicht nur immer auf den Twist reduzieren. Er hat ja ein paar andere Sachen auch noch drin, da wo er dann, wie wenn das Messer in der Hosen aufgeht, Sachen passieren, wo du sagst, jetzt so spielt das zusammen. Stichwort, kann ich nicht sagen, weil es ein Spoiler war. Egal. Also er hat mehr zu bieten als den finalen Twist. Sagen wir es einmal ja so. Also James Wan wieder vom Feinsten. Nur leider ist der Mann hübsch gefloppt. Der Film, wo ich so mitgekriegt hab, hat auch meine auch nicht so viel gekostet. Das ist eine hübsch kleine Produktion wieder. Aber ja, man müsste dem zugute halten, dass er halt einfach wieder mal was Neues probiert hat. Zwischen, weiß ich nicht, Fast and Furious und The Conjuring oder was weiß ich, was er da jetzt noch alles im Petto hat. Fand ich cool. Ein richtig kleiner, dreckiger Horrorfilm. Ja, aber ich glaube, der James Wan kriegt schon immer wieder mal ein Budget. Ja, bestimmt. Aber gerade bei dem Film, weißt du, da war wirklich einmal, er hat wirklich was probiert. Und dann geht er so unter. Für mich braucht's keine Fortsetzung. Okay. Für mich braucht's keine Fortsetzung und ich finde das gar nicht so schlimm, wenn einmal ein echt guter Film dabei ist, der nicht ganz so viel Aufmerksamkeit kriegt, weil dadurch kann er immer nur zum Hit werden, wenn man halt dann einfach durch Empfehlungen noch weitergibt. Ja, passt doch. Dann habe ich zu Malignant alles gesagt. Sehr schön. Wie schaut's bei dir aus? Bei mir, Platz 2. Oh, es wird spannend. Spannend. Was ist auf Platz 2? Ich glaube, das ist ein Film, den wirst du nicht gesehen haben. Aber du hast vielleicht ab und zu mal ein Poster dazu gesehen und hast da vielleicht dann gedacht, der Schauspieler kann ich mir vielleicht mal anschauen. Okay. Ich hab mir Der Rausch angeschaut. Oder der internationale Name Another Round mit Mads Mikkelsen. Okay. Auf dem Poster, also nur dass ich das nochmal für die auch auflöst, sieht man an Mads Mikkelsen, wie er mit weit von sich gestreckten Armen dasteht und mit Sekt besprüht wird. Und man mit dem Titel Der Rausch meint, cool, man sieht dann Mads Mikkelsen die ganze Zeit besoffen. Ja. Jein. Also ja, es geht ein bisschen darum. Er spielt den Lehrer Martin, der an einer Oberschule unterrichtet, und zwar Geschichte. Und man merkt aber, der ist ein bisschen überfordert, nicht nur wegen der Schule, sondern auch wegen der Familie, weil er 2 kleine Söhne hat und mit seiner Frau auch nicht so zurechtkommt. Und er ist halt einfach erschöpft und total ausbrannt. Und ja, das merken aber dann leider auch schon die Schüler und auch die Eltern. Und die sagen ihm halt dann auch, ey, Alter, wenn du den jetzt zusammenreißt, dann geh doch bitte einfach. Also, verlass die Schule. Und er ist dann einmal mit seinen Lehrerkollegen
also auch 3 männliche Kollegen beim Essen, weil es irgendein Jubiläum feiern, und da erzählt dann einer von einem Experiment, von dem er gelesen hat, und zwar, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig auf die Welt kommt und dass es ja sinnvoller wäre, 0,5 Promille dann dadurch immer zu haben, weil dadurch ist der Mensch viel im Blut. Okay. Weil dadurch ist der Mensch viel leistungsfähiger. Tja, und der Martin denkt sich, was habe ich schon großartig zu verlieren? Ich probiere das einfach mal aus. Und tatsächlich, auf einmal nimmt sein Unterricht eine ganz andere Richtung an. Und die Schüler merken sie dann auf einmal was und die Schüler lernen was und es macht ihnen wieder Spaß. Und er erzählt dann seinen Kumpels davon und dann machen die 4 einen Versuch und sagen, okay, im Sinne der Wissenschaft probieren sie das einfach alle aus. Tja, und merken dann mit 0,5 Promille, tatsächlich funktioniert das alles um einiges besser. Und nicht nur dann in der Schule, sondern in einem privaten. Tja, und sie wollen das dann steigern und steigern halt dann irgendwann mal von 0,5 Promille auf, glaube 1,2 oder so. Okay. Ja, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber man merkt schon, was hinausläuft. Es kann eventuell etwas aus dem Ruder laufen. Okay. Jedenfalls das Experiment und auch die schauspielerische Leistung habe ich alles so geil gefunden, dass ich ja echt sage, also wer den Film noch nicht gesehen hat, auch eine klare Schauempfehlung, und es ist einfach mal ein richtig interessante Idee für so eine Handlung. Auf jeden Fall. Und auch der Mads Mikkelsen, also allein schon dem seine Mimik und der Typ selber, es ist so ein geiler Hund. Voll. Die Mischung macht's da, und mir hat der nicht nur Spaß gemacht, sondern ich hab dann halt auch selber ein bisschen so über das ganze Thema drüber nachgedacht, wie man sich eben fühlt, wenn man Alkohol trinkt. Ich meine, in Bayern nicht unbedingt das Untypischste. Wahrscheinlich die meisten fragen sich, ey, wie ist denn das einmal, wenn man gar nichts im Blut hat? Wir waren das einmal probieren. Nüchtern. Oh Gott. Ja, aber wer nur so ein bisschen Hemmungen gehabt hat, weil er nicht genau weiß, um was da wohl in der Rausch geht, schaut's euch an. Mir hat der Spaß gemacht, ich fand ihn cool und ich bereue auf gar keinen Fall, dass ich ihn gesehen habe. Ja, cool. Die Story hätte ich schon mal richtig stark an. Und wie gesagt, Mads Mikkelsen, ich hab das Jahr zum ersten Mal Adams Äpfel gesehen, der geht immer. Mads Mikkelsen ist immer eine Burg. Immer Weltmacht, wenn er in irgendeinem Film dabei ist. Genau, wer er jetzt gerade nicht im Kopf hat, der hat in Hannibal mitgespielt, aber ich glaube am bekanntesten ist er wahrscheinlich aus Casino Royale vom James Bond. Ja. Also er hat beim Hannibal der Serie mitgespielt, gell? Also er ist jetzt nicht der Anthony Hopkins oder so, das jetzt, du meinst, ich hab's in Anthony Hopkins im Kopf. Bei der Serie war es, gell? Aber ein starker Hannibal, also echt super. Ja, auf jeden Fall. Ja, hört sich gut, er kommt auf die Liste. Sehr schön, sehr schön. Dann verrat mal du, was hast du denn auf Platz 2 auf deiner Liste? Ja, was sie die Gorehounds auf die Liste setzen sollten, ist The Sadness. Das ist mein Nummer 2. Den hab ich. Aber der ist schon fies. Also der ist jetzt von dir schon fies. Den hat nicht jeder gesehen. Das ist ja. Das ist schon fies. Ich hätte noch einen zweiten gehabt, aber den habe ich dann noch raus da, wo noch keiner gesehen hat. Aber mir hat der Sadness im Kino dermaßen wegblasen, dass ich gesagt habe, der muss rein. Und vielleicht kommt er auch noch in 2022 in die Top 10, wenn er dann bei uns auf Blu-ray raus ist. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir auf alle Fälle nochmal an. Wegen dem bin ich ein bisschen neidisch und auf jeden Fall wegen Lamp. Ja, also voll. Ganz stark. Aber hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Aber The Sadness. Ich hab euch ja schon mal irgendwas erzählt über The Sadness bei unserer Evo Lex, die gesponsert waren vom Penninger und dem Offstream Cinema. Und zwar haben wir den quasi im Kino sehen dürfen. Das ist der Splatterfilm des Jahres. Oder mehr fast behaupten, der letzten Jahre. Weil sowas Grobs, hat man eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem die Kombination dann aus extremster Gewalt und sexuelle Übergriffe oder sexueller Gewalt, die quasi von den Besessenen oder Infizierten ausgeht. Da hört sich der Spaß bei manchen auf. Also im Endeffekt geht's in The Sadness um einen jungen Mann, der seine Freundin zur Bahn bringt, zur U-Bahn, weil sie in die Arbeit muss. Er fährt wieder heimwärts, holt sich vorher nur einen Kaffee. Ja, und auf einmal geht's los. Also die ersten Infizierten greifen quasi das Kaffee an, indem er gerade,
einfach nur seinen Kaffee holen möchte im Endeffekt und dann geht's rund. Also die Besessenen oder die Infizierten, ich sage immer Besessene, die Infizierten, die kennt man quasi droh, dass aus die Augen warnen, kann man nicht sagen, denen läuft da so Eiter aus die Augen raus. Und die kotzen dann um sich und infizieren dann weiter andere Leute. Ja, und so gibt's dann ein richtig fettes Handgemenge, erstes, wo sie quasi die ersten Leute schon aus dem Film verabschieden müssen. Unser Hauptdarsteller, der kann quasi fliehen und versucht dann auf seinem Roller seine Geliebte zu warnen, beziehungsweise zum Finden, dass aus der Stadt fliehen können. Also der Film hat rechte Parallelen auf die momentane Pandemiesituation, also richtig gezielt auf die aktuelle Situation, wo du sagst, ja, ist vom Regisseur Rob Chabas ein bisschen dreist, aber mein Gott, der Film ist so dermaßen drüber in fast allen Belangen, dass man sagt, okay, dann lässt man ihm das Pandemie-Szenario, das lässt man ihm jetzt auch nochmal durchspielen. Da ist schon wurscht, wenn man in Körperöffnungen reinfegelt, die es eigentlich vorher gar nicht gegeben hat. Ja. Also der Film war richtig, richtig krass, richtig grob. Der normale Horrorfilmschauer sagt bei manchen Szenen, wow, geil, cool, aber dann setzt halt der Sadness immer nur einen drauf. Ja, das muss man fast zugute halten. Das machen nimmer viel Filme. Also fernab vom Mainstream. Er hat ja storymäßig nicht mehr zum bieten, was ich jetzt verzeiht habe. Der Film ist eigentlich nur ein Hatz von A nach B und der junge Herr möchte quasi seine Freundin retten und das, was einer auf dem Weg alles passiert, was ihr passiert und was er passiert, das sehen wir mir quasi und das ist nicht von schlechten Eltern. Die Splatter-Szenen sind hübsch nah an der Perfektion. Also man hat es schon lange nicht mehr so matschig, blutig in Perfektion gesehen wie bei The Sadness. Und dann kommt halt immer nur das dazu, dass eben die Infizierten voll den krassen Dirty Talk betreiben. Also es wird halt immer bestimmte, da hört man mal Sirene im Hintergrund und irgendwelche Durchsagen und bis dann einmal draufkommst, dass der in der Durchsage die ganze Zeit irgendwie vom Verstümmeln redet und hin und her und das schluckt sie total auf die Stimmung. Dann ist der Soundtrack nur so richtig, ja, elektrisierend schon fast und das macht eine richtig, richtig fiese Stimmung. Und ja, also wer sich mal die Stimmung so richtig versauen lassen möchte, der soll halt auf alle Fälle The Sadness im Kino schauen. Der kommt auf alle Fälle uncut. Weil ist mir bei den Wolex haben wir noch spekuliert. Sie haben jetzt, Caplight hat es tatsächlich geschafft, wie, keine Ahnung, dass der Film uncut im Kino laufen wird. Aber dann ist es so, dass oder ich gehe davon aus, dass die Auswertung, die im Mediabook Spiel JK geprüft ist. Also der wird dann definitiv indiziert werden, aber für die Kinoauswertung hat er schon mal die ungeschnittene Freigabe gekriegt. Und das wundert mich sehr, weil der richtig, richtig grob war. Ich bin jetzt echt gespannt, was bei dir auf Platz 1 ist. Was sagen wir, wenn das auf Platz 2 ist, ja. Boah, lecker, dann, keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich allein von deiner Erklärung werde ich dann nicht mehr schlafen können. Traust du an der Sadness ran? Schmeckst du anschauen oder sagst du eher, ja, für die, wo es mengen, aber für mich nicht? Doch, also singen möchte ich ihn schon, aber ja, keine Ahnung, ob ich da jetzt also begeistert bin. Ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich, ja, ist schon klar. Also ich bin ja neben Leuten im Kino gesessen, die wo den ganzen Tag nur den Kopf beidelt haben. Die habe ich eben im Podcast auch schon verzeiht, aber der ist einfach im Film neben mir gesessen und hat sich nicht mehr eingekriegt, hat nur einen Kopf beidelt, sagt, das ist so ein Scheißtrick. Und das war unrealistisch und das und hin und her, wo ich sage, ja, es geht um einen Film. Wir haben ja gerade in einem Film, wo es um Infizierte geht, die wo andere Leute verstümmeln, zerhacken, misshandeln, okay, wenn man das nicht mag, ist schon klar, aber bei dem Film da nur nach irgendwelcher Logik suchen oder nach Logikfällern suchen, das ist meiner Meinung nach eigentlich hinfällig. Den Film, den musst du einfach anschauen und wenn er dir gefällt, dann ist recht, wenn es mit der ganzen Sache, mit der Sache umgehen kannst, dann ist recht, aber du hast jetzt doch keinen Oscar-Film. Ganz weit weg, aber es ist eine richtige krasse Schlachtplatte, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat. Und das muss man dem Film auf alle Fälle zugute halten. Und perfekt gemacht. Ja, wie schon gesagt, ich bin jetzt gespannt, was bei dir dann auf Platz 1 ist. Okay, ich bei dir auch. Ja, wusstest du gar nicht? Na. Ich finde, für mich ist das ja gar nicht so verwunderlich und wahrscheinlich für viele Hörer, die unsere Folgen dieses Jahr gehört haben, auch nicht. Ja. Es ist ein Film, über die sehr, sehr, sehr viel geschwärmt habe und es hat was mit einem Wüstenplaneten zu tun. Ah, okay, haben wir beieinander. Ja,
Dune ist bei mir auf Platz 1. Also, Okay. ich hab damals, wo die Trailer rausgekommen sind, schon immer gedacht, wenn sie es glücklich verfilmen, dann kann der mir gefallen. Aber dass der so geil wird und dass die das so wahnsinnig geil inszenieren und weil du ja am Anfang über Hans Zimmer geschimpft hast, Ja, ich hab's Hans gerade jetzt im Kopf. Ich hab gerade dran gedacht. das hat der Hans Zimmer geil gemacht. Ohne Scheiß. Es ist aber ein sehr Hans Zimmer untypisch. Und also, was eben dabei rauskommt, ist immer diese, ja, wie soll ich sagen, das Frauengeschrei und so. Aber es passt einfach so gut zu dieser Welt. Und den Paul haben sie super getroffen mit dem Timothy Chalamet. Chalamet. Oder Chalamet, keine Ahnung. Also der Regisseur Denis Villeneuve. Oh Gott, Villeneuve, keine Ahnung. Also, liebe Regisseure, ruft es einfach an und sprecht immer einen Namen und dann lege ich das immer drüber. Jedenfalls diese Wüstenplanet-Szenerie und alles, also wirklich eigentlich jede Szene, es schaut so geil fürs Kino gemacht aus. Aber auch, also ich habe mittlerweile auch noch mehr daheim angeschaut. Es ist brutal, super geil, perfekt. Ich will überhaupt nichts über die Handlung verzeihen. Schaut nicht einfach Und, ja, weil du, wenn du wirklich einmal anfängst, die Handlung zum Verzeihen, da kommst du von Pontius zu Pilatus, das ist ja episch. Wenn du das alles erzählen müsstest in dem Format, wo wir jetzt sind, dann machen wir einen Dune-Podcast und reden wir dann noch nebenbei über unsere Top 10. Ja. Ich freue mich schon tierisch auf den zweiten Teil und das war mein Kinoerlebnis schlechthin. Ich habe mir den zweimal im Kino angeschaut, einmal hier in Straubing und dann auch nochmal in Nürnberg in dem Riesenkino. Und ja, leid. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Geilstes Kinoerlebnis dieses Jahr. Sehr schön. Ich habe ihn jetzt leider nur daheim gesehen. Ich habe es von alle Seiten gehört und gehe ins Kino. Habe ich leider nicht geschafft, aber dann jetzt zu Hause. Und ja, wirklich ein ganz starker Film. Und was ich wirklich lieb an dem Film, dass dir nur so viel mitgeben wird, was du wirklich brauchst an Informationen und den Rest erarbeitest da oder die werden da bildlich zugetragen. Bei bestimmten Sachen, mir hat das so gefallen mit der Maus. Ja. Die Maus, die quasi in der Früh, in der Wüste, wenn es taut, oder wenn es quasi in der Früh, wenn es wieder umschluckt, dass quasi sie das Tauwasser bei der Maus in die Ohren fängt und die das dann trinkt. Das fand ich super. Das ist so richtig wie, die erklären da das Ökosystem anhand von so einer Kleinigkeit. Weißt du? Und das finde ich super. Und da heißt ja die ganze Zeit, ja, das und das ist so und hin und her, sondern du sagst, dass ihr die Zorn wird ist. Und du musst dann einfach aufpassen und du musst dann deine Schlüsse ziehen, wie die Welt abläuft, wie die Beschaffenheiten sind, und das finde ich einfach ganz grandios umgesetzt. Ja. Und auch vom Schauspielerischen her super, kann ich nur beipflichten, ganz stark. Soundtrack auch sehr gut, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, zweiter Teil, bin ich sehr gespannt. Und ist ja auch mittlerweile bestätigt, gell? Ist bestätigt, soll im Oktober 2023, glaube ich, rauskommen. Aber das ist ewig. Ja, leider ewig, aber der Film ist einfach super geworden und da hat's mich richtig gefreut, dass der so eingeschlagen hat. Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall verdient. Und ich habe nur spekuliert gerade auch, weil es ist ja schon, wie gesagt, Science-Fiction-Film, klar, aber wir haben halt ganz weit weg von dem ganzen Star Wars oder die Richtung Science-Fiction mit Weltraumschlachten und Laserschwertern, sondern es ist ja doch auch, obwohl es so bombastisch ist, doch ziemlich intim gehalten, das Ganze. Und nicht mal übertrieben, und das ist einfach ganz stark. Total bodenständig, ganz stark. Also, wer das Buch dazu gelesen hat, ich meine, es ist ja wirklich schwierig, da mitzukommen. Gerade diese Verhältnisse zwischen den Clans und so. Und wo wir im Kino waren, habe ich ja echt Bedenken gehabt, ob der jetzt meiner Frau gefallen hat, die von dem Thema gar nichts gewusst hat. Aber die hat auch dann gesagt, na, der war echt geil. Also es war echt ein Top-Film. Ich habe auch den alten vom Lynch nie gesehen. Hast du den alten Dune gesehen? Ja, den habe ich schon oft gesehen. Echt? Der ist halt echt gewöhnungsbedürftig, weil du gerade am Anfang nicht so richtig mit reinkommst. Und ja, David Lynch ist halt
David Lynch halt. Ist halt der David Lynch einfach. Ja. Und den hat er aber eigentlich auch echt gut umgesetzt. Und da muss man auch dazu sagen, der hat die ganze Handlung in einen Film reinpackt. Aha. Das stimmt, ja. Ja, und auch mit dem Sting und so, ja, das ist auch echt gut gemacht. Ja, schön. Ja, kann ich nachvollziehen. War wirklich ein guter Film. Kann man nichts sagen. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Gedärme und Blut fließen denn jetzt in deinem letzten Film, hä? Na, eigentlich gar nichts an sowas. Also schon ein bisschen, aber es ist ein verhältnismäßig ruhiger Film. Und zwar habe ich über den schon mal geredet. Ich glaube im Februar in die Warlegs. Ein Film, der einfach so auf Amazon Prime auf Amazon Prime rausgeschissen worden ist, ohne irgendeine große Ankündigung oder sonst was. Der Film hat nicht einmal ein gescheites Poster, mal davor abgesehen. Der ist bei dem Deal, ich glaube Paramount Pictures oder sowas, wo quasi der Ding noch rausgekommen ist, der Underwater, der ist noch rausgekommen, aber dann The Empty Man nimmer. Und Empty Man ist mein absoluter Favorit von 2021. Und wie gesagt, wer den nochmal googelt, Empty Man, das Poster ist einfach nur schwarz und da steht Empty Man drauf. Also der Film hat nicht einmal ein Poster. Also so stiefmütterlich ist der behandelt worden. Der Film ist von David Pryor und ist ein bisschen so ein Kriminal Mystery-Thriller mit ganz viel Horror. Der Soundtrack ist übrigens auch von Christopher Young, der den Soundtrack gemacht hat von Sam Raimi's Drag Me to Hell und Hellraiser natürlich. Im Endeffekt, der Film dauert fast, ich glaube, 2,5 Stunden, was für die Art Film eigentlich brutal lang ist, aber es fängt schon mal um mit einem 20-minütigen Prolog, wo man einfach reingeschmissen wird in so ein Szenario auf einem Berg im Himalaya, wo so ein Wandertrupp von jungen Leuten in einer Höhle eine versteinerte oder mumifizierte Figur finden, die ganz viel Finger an einer Hand hat und ist schon skelettiert und die brutale Auswirkungen auf die jungen Leute hat, psychisch. Und auf einmal gibt's einen Schnitt und dann spielt der Film in der jetzigen Zeit, wo ein junges Mädchen verschwunden ist und Privatdetektiv sie auf die Suche macht nach diesem Mädchen. Genau, und da ist jetzt also sagt, man soll jetzt bei dem Film auch nicht zu viel verraten, der hat einiges an Haken, die er schluckt, aber es ist für mich die perfekte Symbiose zwischen Arthouse-Film und herkömmlichen Horrorfilm. Und das hört sich zwar ganz komisch schon, aber die zwei Elemente passen bei The Empty Man super zusammen. Er ist total slow burning, darf ich nicht mehr sagen. Er ist total entschleunigt, hat fast keine Jumpscares drin, aber er spielt unglaublich mit der Atmosphäre. Also da haben bestimmte Szenen dabei, die wenn du siehst, da läuft dir eiskalter Bugel runter, ohne einen Jumpscare, du bist in die Bilder die ganze Zeit ausgeliefert und kannst nicht weg, du kannst schon wegschauen, aber die werden wie in die Leinwand einbrennt und du musst das ewig anschauen und das ist einfach grauenhaft. Aber dann, wenn du wieder so andere Sachen sagst, okay, im Endeffekt kann der Empty Man, der betitelte, wird gerufen, indem er auf einer Brücke in einer Flasche bläst. Und da kommt dann quasi der Empty Man. Und das, wenn du wenn ich euch das jetzt verzeihe, okay, Empty Man, Flasche einblasen, dann kommt er, dann sagst du, ja, so ein Scheißdreck, das haben wir doch beim Slenderman schon gesehen oder sonst irgendwas, dass das eigentlich immer ein Krampf ist. Aber Bye, das bye, ist man. nur, was? Beim Bye-Bye-Man. Ja, und Spider-Man. Ja, genau. Nein, aber er hat aber einiges mehr zum Bieten. Er geht von bestimmten Ausgangsszenarien, die kriegst du hingehaut und die schauen aus wie aus einem 0815 Horrorfilm. Aber was der Film dann draus macht, ist ganz was Besonderes. Und das muss ich Empty Man zugute halten, dass ich den im Februar schon gesehen habe und ich bis jetzt die ganze Zeit über auf der Platz 1 von meiner Liste war und da auch bis zum Schluss, bis heute draufgeblieben ist. Und ich kann euch Empty Man nur empfehlen, der ist momentan bei Disney Plus, kann man in Anführungszeichen gratis anschauen. Dort ist es. Der Film ist ganz, ganz, ganz empfehlenswert. Wow, also tatsächlich, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Film so lang bei dir da auf dem oberen Plätzen halten kann. Weil du hast ja wirklich schon vor Ewigkeiten mal drüber geredet. Aha. Und du hast es damals mit deiner Ansprache auch geschafft,
dass ich immer wieder fleißig verfolgt habe, wo der denn jetzt einmal wieder zum Singen ist. Okay. Bloß bei Sky Ticket habe ich mich immer gescheut, dass ich das tatsächlich abschließe. Ja, weil, verstehe. ja. Aber wir haben ja uns den bei Disney Plus angeschaut. Und ich weiß, was du meinst mit der Atmosphäre. Ich finde, es ist so ein Psycho-Horror. Ja. Also ich finde, das hat da schon eher was mit der Psyche was zum Tor, als wie direkt, wie du schon sagst, mit irgendwelche Jumpscares oder so. Du bildest da halt dann ein, war da jetzt gerade wieder hinten was, so, kommt da gleich was? Und ja, schwierig. Ganz, ich finde, echt ein schwieriger Film. So wie es du jetzt sagst, ja, wenn man die Chance hat, den anschauen, ich würde sagen, wenn euch der Mike jetzt da gepackt hat, schaut's euch an. Auf jeden Fall. Für alle anderen, wenn man nicht ganz so Horror erfahren ist, ist er vielleicht nicht unbedingt was für jedermann. Also, okay, also du bist jetzt nicht so begeistert quasi, oder? Die erste Hälfte vom Film war top. Wirklich. Aber dann der Schluss und die Auflösung, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung gehofft, dass da was passiert. Aber okay. Naja. Ja, es ist im Endeffekt schon fast wegen Lovecraft, wie das Ganze dann auch aufgelöst wird und so. Und da gibt es eine Szene in dem Anführungszeichen, in dem Camp, wo er da in der Nacht einbricht und das Video anschaut und dann kommt er wieder raus und dann sagt man die ganzen Leute stehen. Oh, also ist jetzt kein Spoiler, aber furchtbar. Du weißt, was ich meine mit den leuchtenden Augen. Ja. Und die Szene, jetzt läuft mir gerade Gänsehaut ab. Jetzt läuft mir gerade Gänsehaut auch für einen, wenn ich es verzeihe. Und dann die Szene oder der Auslöser dann, was dann passiert mit ihm, Wahnsinn. Also das, irre. Furchtbar, ja. Extrem spannend. Und wie gesagt, wer allergisch ist gegen Jumpscares, braucht sich beim Empty Man nicht runter, da gibt's fast keine, aber brutale Atmosphäre und einen ziemlich coolen Schluss, sag ich. Ja, ihr habt's gemerkt, wir haben zwei ziemlich unterschiedliche Listen gehabt, aber tatsächlich einmal mit der einen oder anderen Überschneidung oder Ergänzung. Und wenn der Conny dabei gewesen war, dann waren wir jetzt auf jeden Fall über 2 Stunden schon unterwegs und hätten wahrscheinlich den einen oder anderen Marvel-Film natürlich verdienterweise auch besprochen. Natürlich. Aber wer sein Letterboxd-Profil so stiefmütterlich behandelt, ja, der Seitenhieb muss sein. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen mal auf ein 2022 mit richtig geilen Filmen und dass die Liste nächstes Jahr auch wieder hübsch schwierig wird für uns zum Aussuchen und richtig geil. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue, die uns da manche Leute zukommen lassen, finde ich super. Auch fürs Feedback, das wir teilweise kriegen, finde ich super. Schreibt zu uns, wir schreiben mal, wenn es geht, zurück. Jetzt kann man auch bei Spotify Sterne vergeben. Da hat man uns natürlich sakrisch um 5 Sterne gefreien. Kostet euch nicht viel, das sind 2, 3 Handgriffe und uns hilft die ganze Gaudi. Vielleicht das Steady-Abo abschließen, uns sagen, wir gern, dass ihr uns habt. Und wir lieben euch natürlich auch fürs Zuhören und einen guten Rutsch auch von meiner Seite. Perfekt. Und dann nur bei Letterboxd natürlich uns folgen und uns immer dann, wissen, was gut ist. Ja, immer wissen, was gut ist, aber uns interessiert natürlich auch, was ihr guckt. Also wir folgen da immer wieder gern zurück. Auf jeden Fall. Und dann, wie schon gesagt, guten Rutsch, beziehungsweise willkommen im Jahr 2022, wenn ihr das jetzt erst hört. Und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Yeah, servus.